Wo ist der Pitlot? Kein Das Pitlot. heisst, du Hey, kannst hast gar du abgescrollt oder was? Scroll nicht ab! Ich suche ihn, aber ich finde ihn nicht. So, Ah, gut. ja. nicht aufscrollen. Es nimmt auf, es nimmt auf, es nimmt auf. Also, Okay. Gameplay-Update 687, wir machen jetzt ein Patch-Review. Da Fangen ist wir ein von kleiner- zuoberst oben an. General, Reworked, Ranked All Pick. Also jetzt ist anders, two players cannot vote for the same hero. The game is Ich suche ihn, aber ich finde ihn Number- nicht. So, Ah, gut. ja. Aufscrollen. Es nimmt Ah, auf, oh es mein nimmt- Gott, es ist All-Ban. Zum Glück haben sie das gemacht. Also All-Pick kann jetzt jeder einen auslesen, Und, zum einen Hero bannen. und die Hälfte davon wird banned. Also, scheißegal, was Ah, es ist jetzt random Meta... gebannt. Ja, aber Oh. scheißegal, was jetzt Meta kommt. Zu 50% werden die Heroes einmal rausgebannt. Super. Das ist Gut, schon mal geil. Das ist mal geil. Aber dann jetzt das nächste. A Scan Ability. Scan a target in 900 AoE for 8 seconds indicates whether there are enemy heroes in the target area during 8 seconds. Also das ist ein Was? globales Ding. Ein Scan. Ja, Es sagt ist einfach, ob global. Gegner dort sind oder nicht. Das ist 900 Frage ist- AOE. Also es geht nicht durch Rochamp Hit und es geht nicht durch Smoked durch. Also immerhin da. Das ist nicht so Enemies große wü- Fläche. Enemies 900. wissen, Gegner wissen jetzt nicht, wenn es Und cast. es zeigt gar nicht wie viel, sondern nur, ob es ein Hero dort Genau. Also für 8 Sekunden tut es 900 Feld Genau. aufdecken, aber Nein, in, nicht aufdecken. aufdecken. Es zeigt nur, dass Heroes dort drin hat. Es zeigt nur, dass Heroes dort Es drin zeigt hat. nicht wie viel, nicht wie. Wahrscheinlich wird es einfach rot aufblinken oder so, sobald Genau. es jemand drin hat. Ich glaube auch, so etwa. Aber Es du wird kannst. gern. Zeigst du nicht die Heroes an? Ich Nein, weiß nicht, ob es da ist nicht nein, es zeigt da nicht an, wie viel. Indicates where there are enemy heroes. Es zeigt nicht an, dass es wirklich Heroes ansehen. Ja, gut. Das weißt du nicht. Also, Starting Nein. Age. Also, gehen wir den nächsten. Gut. Also, das ist schon mal. jetzt haben sie schon wieder das HP getan. Da haben sie erst im letzten Patch HP gemacht. zutun, Strength Fans ein bisschen tun. Hero Base Mana 1 von 0 auf 50 gut, also jetzt haben alle schon mal mehr Mana. Aber Äh. dafür wird die Intelligenz geschwächt. Mana per Int is reduced, da wird Support sich ein bisschen nerven. Intelligence now increases your spell damage by 1%. Oh mein Gott. Ich will nicht einmal sagen, dass der Support im Fall so Wisst ihr, was das betrifft. heisst? Wir sind jetzt wieder Legends, Alter. Ja. Sie haben jetzt. Nein. Doch, je mehr Intelligenz hast, umso stärker werden deine Spells. Das Pro, ist so ein pro, Bullshit. 16, pro 16 Punkte wirst du dein Spell um 1% besser. Okay? Okay. Okay, Du brauchst und 100 Intelligenz, dass du 60% überkommst. Stats hover on your Und da ist hero now immer shows noch- us Das ist immer noch unter Etherlands-Effekt. Ja, ja. Netherlands Ja. Das ist Ah. nicht so extrem. aber ist krass, Aber ich finde warum? ja, Ja, krass. aber- Also, Mit einem That's schon- Silencer macht das schon. Total Spell, ja, auch Invoke-Konsole. Oh Gott, 4 in Ja, der OD verstärkt es auch nochmal. Also Spell Amplification, ja, hoffentlich. Ja, aber du kommst nicht viel über 100. Ja, ja. Also Eben, schau aber mal weiter. 10% erreichst du selten. 200 irgendwie. Also man sieht Stats, wenn du drüber fahren tust, über Int. Der Lane Creep Health Upgrade von 10 zu 12. Also sie werden immer tanken auch mit Ja, der Zeit. Tier 2 Tower Damage now same as Tier 3. Hoppla. Tower now granted Armor Area. Oh mein Gott! Tier 1 kommst du 1 Rüstung über. Tier 2 gibt 3 bis 4. Ah, Tier 2, 3 und 4 geben dir 3 Über drei, Rüstung, ja. wenn du in der Nähe stehst. Okay, Also ist du cool. kannst nicht mehr so geil teilen. Das finde ich gut. Außer Ja, der Tier 1, okay. weil es dort nicht so eine Rolle Die spielt. Wow, wow, wow. Sind True Side zurück tun. Jetzt ist sie gleich lang wie der Attack Range von Tower. Habe das Bloodthorn angeschaut? Warte jetzt noch, wir gehen Halt von die oben Schnarre. runter durch. Wir gehen von oben So. ab Ah, durch. jetzt nachher Wir an. gehen oben durch. Initial Bounty Rune no longer gives experience. Also die erste. Ah, das ist scheiße für Mitte. Melee Hero Attack Range increased. Ein bisschen größere. Lane Creep Aggro Duration. Da interessiert niemand. Oh. Ah, Ja, ein Duration. bisschen Bounty Changes. Experience required to get Level 8 and 9 Schon wieder Rescale. das Ja, Bounty, Melee aber da Creep. macht schon wieder was aus im Fall. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Bounty Upgrade. Okay, Schon das wieder stimmt. weniger farmen. Melee Creep Experience reduced vom 62 auf... Wow! Holy shit. das ist Aber schon viel. dafür Range Der Creep. Range dafür gibt viel umso mehr. mehr Erfahrung. Holy Ja, shit, mehr das als Licht das. kannst du weißt du fressen. Also musst du das. Also es ist etwa fast Ja. wieder gleich viel, ja. Ja. Wow. Ja, 2 Ja, weniger. für Range sind immer die Experience required to get Level 8 and 9 Rescaled. Okay. Wow. Das ist hure viel. Das ist It's doppelt real so now viel. blocks in flight, eject process fully rather than just launch. Aha, also wenn du attacked wirst und dann kommst du, sonst hast du Damage dann... Was? Doppelt so viel? Nein, ihr seid da falsch. 8 und 9 wird oben, das 8 wird zu 800 und 9 wird zu 1000. Nein. Das 8. wird von 600 auf 1200 Ja, und genau, 600 9 wird ist auf 800 und 1200 wird auf 1000. Sicher?
Ja, Ja. wieso? 600 auf 800 und 1200 auf 1000. Also insgesamt hat es nicht ausgeglichen. Nein, ist weniger. Nein, Nein, wieso von soll 600 auf 1200, wieso von sollte 800 auf 1000. Ah, ja, okay. Ja, das wieso ist sollte aber weniger jetzt. Level 8 mehr XP brauchen als Level 9? Ja, hast du Ja, schon mal XP-Verteilung angeschaut? Das ist Ja, ja das ist völlig schon strange, ja. Also Ja, Evasion okay. now Ja, you ja, use- Level 11 braucht ja mega viel. Bis dort. 2200 und dann Level 12 braucht wieder. Level 10 braucht etwa 800 600 oder so, 1000. ja. Sind da Evasion. Evasion ist pseudo-random jetzt. Das heisst, es wird jetzt noch schlimmer sein, um jemanden hauen können mit Ding. bitte nein. Evasion is now calculated on impact rather than on launch. Also, wenn das Projektil landet, dann kann für ein langsames Projektil nervig sein. Spielt auch eine Rolle bei High Ground, oder? Ja, zum Beispiel musst du warten, bis das Projektil wirklich einschlägt und Ding erst Miss. Centaur Cursor Health Reduce. Was? Centaur Cursor Health? Ah, das ist ein Ding, das ist ein Creep. And Armor Reduced. The larger Centaur camp spawns 2 Centaurs instead of 1. Also Von der Kleinen. Ja, genau. Die Kleinen werden jetzt, sind ein bisschen schwächer dafür, sind jetzt 2, da gibt es ein bisschen mehr Bounty allgemein. Ey, aber haben die immer noch den Dings, den Magic Buff drauf? Dann wäre es hure Ich viel. glaube. Ja, aber es sind Ja. eine Rüstung weniger. Ja, aber dann wäre es zum Magic Farmer, die noch viel übler. Ja, ich glaube, da haben sie nur gemacht, zum Beispiel jetzt auch für die Offlane, dass sie ein bisschen mehr Damage kassieren, durch das, dass halt jetzt auch Druiden können spawnen, sonst sind es nur 2 Centaurs. Roshan. Magic Resistance Reduced von 75 zu 55, okay. Magic Durchfahrt ist eh komisch. Ja, ich fahre mir Roche immer mit Magic. Roshan, sein HP geht jetzt Huren rauf, also wenn es auf 8000 plus 175 pro Minute. Das ist nicht schlecht. Mhm. Roshan Experience Bounty Change von 189 zu 750! Wow! Bin bei Minute Plus 52. 20 pro Minute. Das heißt, Ja, je Ja, bei nachdem. Minute 52 hast du gleich viel wie vorher. Okay, ja, stimmt, bei 45 ist schon damals, glaube ich, oder? Double Nein. Damage. Das ist enhanced aber hure krasser Nerv. Ah. Dann nehmen sie ja böse Experience weg vom Roche. Ja, Ja, Roche im ist Early halt Game, nur ein aber gutes im Late Objective. Game Eben, bitte ja, nicht. jetzt nehmen sie eher Late Game, so kann zwischen Imbo oder so nicht gerade hingehen. Double Damage and Haste no longer have special rules for being dispelled by Spell Immunity. Da heißt Omni Knight und so kann jetzt das Ding drauf machen, Repel und so, ohne dass es weggeht. Das ist ein geiler Buff für ihn, zum Beispiel. Und eben kann es nicht purgen. The following buffs are now purgeable. Nightmare. Spawn Spiderling, Malefic, Cold Spawn Snap. Oh, Spiderling. Cold Snap. Cool. Halleluja! Roasted Skin and Leap. Movement Speed Buff. Ah, wow, das ist natürlich Ja, ja. übel. Das ist natürlich... Minor adjustment to cast range mechanics reduce overly long cast range when target is moving quickly. Ah, das ist mit Ding, dass sie zu lang sind. Zum Beispiel Venge kann ja auch mit der Rakete haben, wenn sie gerade ein bisschen aus dem Radius sind, aber sie kann noch ein bisschen weiter zielen halt, wenn sie schnell sind sozusagen. Illusions now benefit from damage block. Wow! Was? Da heißt Also so da heißt Peel mit einem Vanguard sind X Tanks. mit Dings Ilus bauen. Also Vanguard bist jetzt Peel, also ich weiß nicht, dass wir Oder Vanguard aber ich auf... mein, jetzt Illusions könnte ein bisschen mehr tanken, so etwas. Ja, nein, aber am PL seine Illusion müssen wir nicht denken. Captain Smoke Pick Time von mit 40 auf Vanguard. 30 aber. Captain Smoke Bonus Time von 110 auf 130. Captain's Mode adjusted the order of bands in the second band phase. First, second to second, first. Okay. Okay, dann müssen wir spielen, bis wir es bekriegen. Adjusted the order of picks in the final pick phase. Okay. The overall Das pick ist band, aber, das ist logisch. Heißt, second first to first second. der, jetzt der First swappt's. Pick sagt nicht mehr der Last Pick, Genau, sondern... jetzt swappt's. Okay, da finde ich noch fair. Aber sonst ist der First Pick hure stark. Ja, ja, gewesen. und dann stopp. Ben. Removed strong armor type and moved affected units to soft type, which is now renamed to basic type. Okay. Strong armor type, haben wir da gewusst? Oder soft type? Niemand? Okay, good. Nein. Was? Roshan armor type from basic to hero. Holy shit! From zero to hero. Dark Troll Summoner attack type from Pierce to hero. Thunderhide attack time from basic to hero. Ah, ich würde sagen, Hero Ja. Damage ist der, der mehr Damage gegen Heroes gibt. Ja, dafür beim auch Katapult gegen... Genau, so wie Siege Damage. Gegen Towers mehr. Dark Troll Summoner Damage reduced. Das ist der Ding, oder? Der große. Der mit dem Netz, ja. Ja, Ja. im Netz. Mhm. Thunderhide Attack Damage reduced. Das ist der Ancient, oder? Der große, der Lizard da.
Harpy Stonecrafter Mana Pool reduced von 540 auf 400. Satyr Tormentor Mana Pool. Ja, der Satyr ist gefährlich gewesen, weil er halt immer sein scheiß Ding hat können spammen, sein Hadouken am Anfang. Ja, das ist Aber schon Harp- übel, Aber ja. der Harpy War verstehe ich das nicht Mal. so. Ich weiss, was der Graber bald wird immer spielen und das Ja, ist ist gut. Earthshaker. Das mal Halt Schnarre. Wieso Spoiler, das Earthshaker? noch nicht. Aha, Egal, aha, du lass nicht. nicht zu, sonst kannst du einander checken. Kein Spoiler, bitte. machen. Wir Also sind- machen wir Terrain. Adjusted the position of bottom radiance. Ja, da müssen wir den willst du den Ja, anschauen? okay, dann schauen wir. Nein, das ist egal. Dann schauen wir Der später. Graber möchte alles vorlesen, das Also. ist wichtig. Egal. Ja, wir New nehmen es Items. auf und stellen es nachher auf YouTube. Ist gut. Gehen wir Ja, gerade schon zu gut. New Items. Oh, New Item. Bloodborne. Bloodborne. Show Details. Arctic Ja, Crystals. Ja, aber ich habe noch eine Frage und zum ein Terra. Rezept 7195. Hure Tür. All attacks on the silenced targets, including from allies, gain True Strike and a 1.35 critical hit mit einem 11 Sekunden Cooldown. Passive grants a chance to land a critical. Wow! Also du gibst 135 Damage und machst Ich habe recht viele Map-Changes Es ist, gemacht, es ist, gell? Das würde ich ja. schon mal nachschauen. Schon ja, Map einzeichnen. ja, wenn wir schon mal schauen. Ich sag's einfach, musst mal schauen, wie sie die Towers Also, es ist nachher unten Ja, eingezeichnet, aber oder du was? hast- Hat es unten noch eine Map? Ja, Nein, aber du kannst die Map anschauen vielleicht. Based out Radiant Tier 4. Wir schauen jetzt die Dings. Okay, Ja, sind Map rein. Also okay, der Item sieht schon mal richtig geil aus. Also mit Orchid und mit Crystallis zusammen vorgeschwärzt, Silence. Vielleicht ein Silencer sicher. Ah, du Silence ist einer, dann hat er nachher True Sight auf sich und du hast einen genau, 1,3 True True Strike. Strike, sorry, und heisst- einen 1,35 Critical Das ist so Strike. wie ein Immer, jedes Break Mal, wenn du drauf haust. Ja, Genau, gibst alle 135% treffen, Kollegen, Schaden. und alle Kollegen haben auch einen Crit drauf, wenn sie angreifen. Also einfach 1,35 Buff, ja. Genau. Also stärker. Das tust du noch den ganz normalen Crystal Wie lange hebt der Hit. Buff? Wie lange hebt der Buff? Ganz normal wie Orchid. 5 Ah, Sekunden, okay. Orchid ist 5 Sekunden, Ja, ja. okay, nicht schlecht. Und hat die normale Sache vom Orchid auch drauf. Das heisst, du kommst den Damage am Schluss auch noch über, Ey, auf oder? einem Silence ist das brutal, der Item. Okay. Ja, alle Intelligenz Carry. Gehen wir, Aber zum irgendwie. nächsten, gehen wir zum nächsten Item. Echo Saber. Passive. Causes melee attacks to attack twice in a quick Lebensdeath, oh, gut, klar. succession. Your double attack applies a 0.6 second 100% MS AS slow. Has a 5-second cooldown. This passive only works on melee heroes. Besteht aus einem Oblivion Star von einem Ogre Club. Das heisst, er macht die zum Ding, zum Weaver mit einem Slow drauf. Wo ein 5 Sekunden Cooldown hat. Also ist wirklich eigentlich der Weaver passiv auf dem höchsten Level plus der Slow. Wo 100% Movement Speed und Attack Slow tut. Bei 0,6 Sekunden. Nein, für wie lange? Ja, der wird so richtig Ah, nein, Para-Item. Aber es funktioniert nur Aber gegen jetzt nimmt es Melee. mich wunder, was macht wenn es einen Weaver hat? Ja, 4 Ja, Tags. ja, ist ein Range. Es geht nur für Ja, Weaver. Melee. No Melee. Ah, okay, ja, dann ist This es klar. passives only works on Melee Krass, Heroes. ja, stimmt. Bada wäre hure geil. Hey, Der aber Ogre Club kann er gut brauchen. und wer Oblivion haut er da Star kann man automatisch jedes Mal zweimal drauf, oder was? Nein. Mal? Doch, Ja. passiv Ja. ist passiv und es hat 5 Sekunden Cooldown. Also das ist sicher mal ein richtig geiles Bada-Item. Troll ist das auch noch geil. Hast du noch Ja, mit drin? toll. Ja, zum Anfangen, oder? Der erste Schlag, dann weißt du, dass du zwei schnelle hast und dann ist noch automatisch Attack Auch ein Speed. Lifestealer oder so, weil es im Passiv ist ja hure stark, eigentlich, wenn er draufschlägt tut. Und wenn Ja. er einen noch mehr kann slowen, wenn er draufschlägt tut, wenn er dann Ja, fressen jeder, tut. der so eine irgendwie Zum Beispiel, Legion Command. Was ist 100% MSA slow? Movement Speed und Attack Speed noch. Für 0,6 Sekunden. Also ja. Das ist ähnlich wie Aber der Das Item ist kostet nichts, Jungs, gell? Ja, es kostet nichts, es ist Das ist 2650. Es wird so wie Adderlands sein für einen Nahkampf-Tank. Am Anfang geil und nachher lässt du es dann gleich weg mit der Zeit. Es geht, Ja, vielleicht gegen wen 100%. Kann man es auseinanderbauen? nicht. Nein, kann man Nein. nicht. Das wirst du. Okay, gehen wir zum nächsten Stab. Ja. Nächsten Item. Also, Blightstone. Cost 300 Gold, passive reduce armor by 2 on attack, available in the side shop. Also es ist so wie ein möchte gern Item, so ein billiger Deso. Ja. Aber Es ohne, möchte gerne dass ein Medaillen. einmaliger Angriff-Effekt ist. Es ist wirklich nur der Passiv, dass zwei Rüstungen weghauen tust. Ah, Und der das brauchst- wird nachher in ah, Deso gebaut. Und die Medaillon of Courage. Ah, das ist noch. In dieser Ah, das wird- Da wird was, Okay. wird was für die Wensch. Wird was für die Wensch. okay. Garantiert. Also du siehst halt, bufft halt auch Medaillon of Courage und all die, also allgemein halt so. Ja, das Rezept wird das jetzt vom Desolator kostet genau okay, der Deso 300. ja, das ist richtig so, dass der Deso mal ein bisschen anders gemacht wird. Ich würde sagen, das letzte Item, das dazu kommt zu den 2 Maelstrom. Gut, gutes Item, ja. Infused Raindrops, gehen wir mal weiter. Jö. Cost 250, 25 Gold, plus
0.8 mana regeneration passive. Comes with 5 charges. The item is destroyed when it reaches 5 charges. When you receive over 50 magic damage, it procs, consuming a charge and blocking 120 magic damage. The proc has a 4-second cooldown. Wow! Also da kannst du erst nach 3 Minuten kaufen, da musst du auch noch lesen. The Da heisst- fuck? Das heisst, für Sozusagen 225 Gold kannst du insgesamt 600 Magic Damage Ja. blockieren. Und es gibt eine Standard-Mana-Regeneration von Aber nachher 0,85. geht's futsch, oder? Nachher geht's futsch. Ja, nachher geht's kaputt. Nachher geht's futsch. Aber es ist, wie man Der Item ist destroyed when the Richards. Ja. Also du musst denken, als Myth-Hero könntest du zum Beispiel haben, nachdem... Wenn jetzt Aber auch zum ein Beispiel- Support ist im Oder Fall. ein Nein, das ist Support, eigentlich ja. ein Support relativ geil. Weil viel wirst du vom Magic Offlaner. bursted und du brauchst Mana können alle Regen. Das ist brauchen. super als Support. Nämlich eben zum Beispiel aus Können alle brauchen. nämlich wenn jetzt Supports von der Seite kommen, so Lion oder so und Lina, Ja, machen das ist- ihre ja. Kombos, wärst sicher mal eine davon ab, weil es hat in 4 Sekunden Cooldown. Also kann nicht gerade beides abwehren, aber es wehrt halt immer wieder ein Spell ab. Also insgesamt könntest du theoretisch 5 Spells abwehren, wenn du es Ja, richtig am Weit wird so richtig grüßig am Anfang. Ja, einfach 120 Ja. mehr. Ja, nein, die ersten Aber 3 es geht 3 Minuten. Minuten. Eben, Das ich kann's ist, nach 3 wow, Minuten das ist wichtig. versagen. Hey. Okay, gehen wir zum nächsten Item, das ist ein hure geiles Item. Also, What the fuck? Windland. provides 20 movement speed. Available in the side shop. Item is used in drums and use. Multiple instances don't stack. 225 Gold für 20 movement speed. Oh, da wird so richtig ein Morphing-Item, ein Medusa-Item, wer ist noch so Also es ist in den Drums drin und im Mule sitzen, hä? und Viper-Item. Einfach, dass ihre wieso 280. Kannst du am Ja, Anfang einfach- holen. Kannst mit also wenn du im Boot hast und so, wärst du schon verdammt Ja, schnell eben, dann sein. hast du deine 70, dann bist du wie ein normaler schnell. Voll. Ja, es ist so. What the fuck? Also, gehen wir zum nächsten. Tome of Liste! Grants you 425 experience. Starts out of stock. Increment stock every 10 minutes. Also, du kannst da Levels holen. Du kannst für 150 Gold kannst du einfach 425 Experience holen. All Ja. 10 Minuten. Also, das ist vielleicht, wenn die anderen schnell pushen und so, weißt du, und du in der Basis gesperrt bist und du willst gerade rausgehen zum Erfahrung holen. Es kannst ist du vielleicht halt gut auch mal für einen Support, allem- dass sich vor allem, einer wenn kann du- nachbuffen, ja. Aber es ist erst alle 10 Carry Minuten. am Support kaufen. Mhm, Oder ja. der Support am Carry. Ich glaube, ja. Nein. 150 Gold ist ja Ich nichts. kaufe dir sicher nicht so eins. Das ist Ja, aber das- so geil. aber das ist- Only One Roast Sache. Ketchup-Item. Ja, voll. Gott, Es, Level ist- ja, 2 werden. es holt da wieder ein bisschen etwas an. Wieso nicht? Wenn du denkst, jetzt brauche ich unbedingt noch Level 11 für den Ulti oder so, weißt du, und du brauchst noch so wenig Erfahrung, kannst du vielleicht ein Item gerade schnell liefern und dann bist du Team parat. Gut. Ja, nein, da kannst du nur alle 10 Minuten und am Anfang ist ein Kreis. New item formed from Force Staff, Dragonlance and Recipe. Das heißt Hurricane Pike. Active. When used on an enemy, it pushes you both away from each other, Force 450 Staff. units away, and allows you to attack target without range restrictions for 4 Geil. attacks and maximum of 5 seconds. Does not Ey. give vision over the enemy. Works normally User like Force Staff when disconnected from used your on self and allies. Du musst auf den Enchanters kaufen. Alter! Also der heißt. Warte. It pushes you both away. Also es schupft euch beide weg voneinander. Du kannst 450. du greifst 4-mal nacheinander grad sofort an. Wenn du am Wegpusht wirst, glaube ich. Also es ist irgendwie so, du wirst hure schnell zurückpusht und greifst 4-mal den anderen grad an und dann spicken das sozusagen auseinander währenddessen. Ja, du musst nur auf den Enchanters kaufen, einmal Genau. draufbauen, weg, fahren Genau, und dann du ist greifst der da. 4-mal sie dann an. Sie die auch. Nein, nur du. Du bist der Ja. ohne Range Restriction. Das heißt, du greifst Ja, 4-mal hure OP, nacheinander an. Mann. Oder kannst du nur mit einer Range Hero machen. Zum Beispiel, ja. Und du kannst immer noch auf Kollegen einsetzen, dann machst du normal Force Stuff oder auf dich selber. Und dann hat er 40 Aber es Sekunden ist eine Cooldown. Range von 400. Du musst schon Genau, relativ du musst nah näher rankommen, aber dann schubst sie die beide so in den Nähe. Vielleicht gibt es irgendwie so Blink-Enchantress, dann blinkst du an Und, den Hurricane Lens. Bei dir selber ist es ganz normal und auf Force Kollegen. Genau. Aber Jungs, wir Dragonlance müssen da und noch Force schauen. Es gibt da noch 20 Agilität. Ja, ja. Wo kommen die? Wo ist Die es? kommen auch so. Dragonlance hat es nicht. Nein, Da gibt's Dragon- Recipe. Force Stuff. Vielleicht ist der Force Stuff Nein, anders gemacht, Recipe Nati. ist zwar. Nati, Force Stuff und Dragonlance können vielleicht jetzt reworked worden sein. Ja, wir schauen jetzt noch an, ja. Also Stimmt. gehen wir weiter. Skull Basher. Bash Damage reduced, 120 auf 85. Recipe Cost reduced, von 1000 auf 750. Wow, wir sind einfach der Best. Okay. Ja, ich glaube, der Bash an sich, es geht ja mehr um das Standard, ich glaube, eher Badge Damage Ja. ist ja nicht so, und es ist gut, wenn er ein bisschen billiger wird. Abyssal Blade. Now requires Basher Vanguard, Vanguard. and a 1500 Recipe. Willst du mich Oh mein verarschen? Gott. Also, es ist ein 100%iger Damage-Block jetzt, für 40 und 20 Damage, also 40 für Melee und 20 für Ding. Aber es gibt immer noch 70 Damage.
Also es wird. Hä, aber es hat kein Sacred Relic mehr. Nein! Overwhelm Mana. Also das Ding kostet nicht mehr 150, sondern 75 Mana. Ah, Der nein, Cooldown- das ist Previous. Eben, und ein bisschen gibt Bash Damage von 120 auf 85, aber wegen Basher. Und Aber es gibt 60 auf 15 95. Es gibt 15 HP-Regeneration. Also jetzt kann man es eher auch ein bisschen auf Tanks bauen. Also, Bristleback oder so etwas, dann Ja, kannst du einen Basher, anlaufen. Basher, Ja. und gerade ein bisschen, das ist nicht schlecht. Jetzt kannst du, aber dann baust du es nicht mehr offensiv ein. Ja. Ja. Wenn ein Hauptcarry Jetzt baust du halt wirklich, vielleicht gibt es jetzt halt wirklich einfach einen Hero, der ein Tank ist. Weil der ist bis Ja, jetzt voll. eigentlich nicht ein Tank-Hero. Wissen wir noch nicht. Schauen wir den. Mhm. Adderlands Spell Amplification reduced from 8 to 5. Das Okay, ist den haben wir okay. vermutet. Dann macht es ist da klar, wieder weg vom Wegen der neuen. Int, ja. Wegen der Int jetzt Mhm. halt, wo der Amplification. Animal Career Respawn Time reduced von 140 auf 120. Das ist, ja, kommt der Career halt schneller dazu. Flying. Wisdom, Ja. Flying ist immer noch gleich. Ja, genau. Nein, nein, das ist zum Kaufen, oder? Ja, Respawn nein, Time. nein, Respawn Time, ja, 180 Sekunden. Armlet auf Nagodigan. Unholy Strength now grants 5 armor. Wow. Armlet provides 5 armor. This is increased to 10 while active. Ja, er hat ja standardmäßig 5 und dann mit diesen 5 ist 10. 5 über, wenn du das Ding hast. Okay, Aktivierst du, ja? das ist krass, so ein Alchemist oder so. Ist jetzt halt geiler mit Huska. einer Rüstung bekommen. Wow. Ja, Huska. Blade me. Blade Mail. Now returns Wow! for any kind of reduction and returns in the same type as it was received. No longer ignore spell immune enemies. Oh no. Oh mein Gott! Also, das heißt PKB nützt da einen Dreck. Also wenn du auf den Spectre baust, ist es noch mehr OP. Ja, oh Wenn mein sie Gott. den Passiv noch hat, Alter, aber da kaufst macht es? der BKB hure Scheiße, wenn du Blade Mail hast. Das ist, PKB! Now! Kannst grad, Ah, vielleicht wird es mega Bloodstone, billig. Endlich wieder Bloodstone Buff. okay, Graber, dann müssen wir keine Dings mehr kaufen. Ja, gell, jetzt kann man auch Blade Mail. Also Bloodstone Buff von 8 auf 12 Charges, da jetzt braucht der Nerv ist letztes Mal hure schnell gewesen. Butterfly, der Butterfly Flatter. Flutter ist runtergegangen. von Der 5 bis Flatter 25. Cooldown. Kannst du ein bisschen mehr bewegen mit dem. Wow! Cooldown reduced von 60 zu 50, Coverage Generation increased. Ja, mal schauen, ob es Leute bauen. Ja, Vanguard könnten. hat sich geändert, ja. Ja, wegen Ja, jetzt baust du Now einen Basher! Jetzt baust du kein Ding mehr. Ja, voll. Deso hat jetzt den Blightstone und das Recipe. Ja, das ist Okay. Haben wir logisch. gerade aber gesehen. Diffu, Purge Cooldown from 0 auf 2. Also jetzt hat sie dann Cooldown. Ja, aber der Kannst macht du aber nicht spammen. keinen Unterschied. Weil du musst der okay, wenn einer Effekt hebt da etwa Ja, 2-3 also- Sekunden. Ja, aber weißt du, wenn das Ding den Dual Dust machen, dann kannst du nicht mehr machen. Mana Burn haben sie runtergetan. Aber nur, Mana Burn bei Medium Range Illusions. Aha, Illusions. Genau, und Heroes kommen dafür mehr über. Die Heroes Ah, haben mehr geil. Mana. Dann EL-Nerf. Ja, das ist ein Piano. Dragonlance now requires Ogre Club. Wann es geändert? 100 Two Band of Jetzt hat sie Elven 15. Skin. Jetzt, ja genau. Ogre Club, 2 Bands of Elven Skin. Anstatt den Ogre Ah, jetzt, Club. da hast du Agilität, Nati. Ja, Siehst du? da ist Agi. Was ist Band of Eleven Skin? Das sind die zwei Dinge, oder? Die normale- Wave 6 Band. AG. Ah, die normale 6 Ja, AG, ja. Die kleine Genau. AG, ja. Rum of Endurance now requires Bracer, Ring of Regeneration, Windlands and a 700 Recipe. Windlands Ganz anders ist... Es Das gibt, ist billiger geworden. Ah, Windlands weniger- ist ja Dings, das... es gibt Tempo 3 weniger Item. Strength, 6 weniger Agilität, immer noch 3 Damage und 3 HP Regen. Ich glaube, das ist ein Nerv zu Ding. Nein, es ist billiger geworden. Ja, Ja, aber so billig ist es nicht Aber mehr. Region. Es- aber 6 Agi verlieren und 3 Strength für so etwas, für 3 HP Regen. Ich finde das. Ja, es ist nicht mehr Das- so. Es ist eher zum, dass nicht Carries, dass er schnell bauen und das geht Ja, vor allem kein AG-Carry. Ja, kein danke, AG. Carries. Das ist ein guter Nerv. Bracer finde ich. Ring of Regeneration. Ja, Gut. da baust du eher einen Support, ja. Ja, jetzt hoffentlich mal. Plus 3 HP Regen, ja. Yule's Scepter of Divinity hat jetzt Windlands anstatt der Sage's Mask. Ja. Flying Courier, Cost Reduced. Ja. Schon wieder, 200 geil. auf 105. Irgendwie können Suicide- Carry supporten. Jam das haben ist es ein genervt bisschen von 1100 auf 900 Radius. Ja, die Standard-Aura. Das ist 900. Ja. Ghost Scepter, Ghost Form Cooldown Reduced von 30 auf 25. Das ist ziemlich also. Ja. Mana Cost haben sie aber. Support wirklich ein bisschen besser. Oh, der Würfel schreibt mir patched Wind und das ist schon Glimmerbar. lesen. Glimmer Cape, Mana Cost Reduced von 110 zu 90. Kannst du Ja, müssen gut, Stream schicken, den Würfel. ein kleiner Glimmer Buff.
Guardian Greaves Recipe von 1650 auf 1700, das der soll schon nicht die Nerv. teuersten Schuhe werden. Ah, ja, Ja, aber egal. es ist schon Es sind erlaubt. hure gut. Es sind so stark. Sie sind hure gut, da kannst du nicht sagen. Ja, ja. Heart of Harask, Strength Bonus increased von 40 auf 45. Health aber Bonus sie hat- received, aber reduced der- von 300 auf 250. Aber ich glaube, der gleicht es fast wieder aus, oder? Ja, ja, es ist einfach ein Buff für Ja, Strength. für Nein, Strength, das Ding, ein Strength gibt ja jetzt 20. Ja, und du hast 5 mehr, der gibt 100. Ja, dann hast du 50 mehr. Ja. Heaven's Halberd. Disarm duration on range targets increased von 4 auf 5 auf 5. Da macht Range Carries nicht mehr so gut. Das machst du ein bisschen fertig damit. Removed one ring of region from Hood of Defiance. HP Regeneration updated to March. Okay. Der macht Hood ein bisschen billiger, weil es auch Pipe ein bisschen billiger ist. Ja, aber dafür es hat dann eben so starke Region. Hast dafür 2 HP weniger Region. Linken Sphere Recipe Cost reduced von 1325 auf 1000. Ja! Endlich. Ja, das war zu schlechtes Item gewesen. Ja. Hat auf zu viel Ja, das ist gekostet. gut, dass es billiger ist. Lotus Orb now requires an Energy Booster instead of a 900 Gold Recipe. Da gibt 250 Mana, cool. HP Regeneration increased. Also da heißt es, sind auch sie. Der Ring of Health kommt Genau. Der wird eins von mehr. 5 auf 6 rauf, das ist cool. Ja, da haben wir auch mal Das- gesagt, da Das muss heißt, Lotus ist jetzt mal ein bisschen besser, weil das Recipe ist voll behindert. Auch kostet auch ein bisschen mehr. Weil, ja, es kostet. Nein! Ja, Recipe es- hat auch 900 gekostet. Ja, ja. Und der Energy Booster kostet auch 900. So steht schon, wenn es Ja, teurer wird stimmt, oder ja. billiger, ja. Ja, das ist super. Jetzt hast du 250 Mana noch. Mehr für Supports lohnt sich jetzt. Ja, Energy ist Mask schon of Mana. Madness. Jetzt nimmst du weniger Damage, wenn Mask of Madness aktiv hast. Ist gleich immer noch ein Scheiß-Item, werde ich nicht kaufen. Medallion of Courage now requires Blightstone instead of a recipe. Ja. Buff zu Medaillen, würde ich sagen. Ja, jetzt das ist kannst du ein, lustige das ist ein Tiere Zwischenschritt, das ist ein Zwischenschritt, das ist immer ein Buff, ja. Ja, voll. Observer Ward. Gold Experience Rescale von 50 100 auf 100 zu 25. Ah, schade, Aber es mit gibt diesen jetzt 100 Gold. Experience Ja. sind, das ist mega krass gewesen. Ja. Gibt mehr Gold. Duration reduced from 7 minutes to 6 minutes. Das heißt, man kann mehr Worte stellen. Früher war es doch 6 Nein. Minuten gewesen. Ah nein, Duration reduced, sorry. Das heißt, jetzt sind ja 6 Das ist wieder die Allzeit, das ist wieder Ja, all 6, die früher Allzeit. war es 7 gewesen. Ah, ja. aber es sind auch Restock-Time aber Restock and Zeit ab. Cost Und der reduced von Preis schon 75 wieder. zu 5. Ah, was soll denn der Scheiß, Ah, Mann? Mann, scheiß Observer. Wieso werden Supports immer so geile Buffs bekommen? Octarine Core no longer provides HP Regeneration. Das ist okay. Mana Regeneration reduced von 100 zu 50. Ich finde das schon ein gerechtfertigter Buff. Weil, Nerf. Nerf meine ich. Weil Octarine hat einen geilen Heal auf Casters, allein schon durch Spells. Und der Mana Regen ist hure gut, was du bekommst vom Ding vom Octarine. Allgemein schon mit dem vielen Int, was du kassieren tust und der allgemeinen Raw Mana, was du bekommst, schon Energy und Point Es hat- Booster. Es hat gar nicht eigentlich sonst den Mana Region Dings, ja. Preservance Was noch geht, sonst ist es zu hat- krass. hat 1 HP Ja, mehr. Ring of Health. Mac Ring ändert. Ja. sich. Pipe of Insight. Ja, auch removed Ring of Pipe of Health. Insight Barrier Stack Limit Duration. HP Range. Okay. Ah, okay. Point Booster. Health Bonus reduced von 200 auf 175. Mana Bonus increased von 150 auf 175. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt Axe baut oder so, oder eben Octarine, wird man Mhm. nicht mehr so tanky da. Also, jetzt halt eben. Ja, so viel. 25, ja, 25 HP, 75, 75 Aber es ist Mana, Point Boost, das ist schon stark gewesen. Ja, das du ist hast ja eh 20 mehr HP. Im Oh Mann, Ganzen. Refresher, hab ich gehofft, du wirst anders bauen jetzt. Ja, ja. Refresher, ja, jetzt hat er halt 2 HP mehr oder 2 Ring of Health. Ring of Aquila, ein wohlverdienter Nerf. Armor reduced von 3 auf 2 und Damage increased dafür auf 9 auf 10. Kannst schon viel Rüstung bekommen. Also jetzt nur noch Dauer gibt Dings richtig, nur noch Dauer gibt richtig, ja. Genau. Weil es ist hure gut, Ring of Aquila zum auf Magi Hero holen oder Nati. Einfach Ja. mal so Mhm. schnell ist hure gutes Stat-Item, sagen wir so. Es lohnt sich. Ja, statt der Drums. Und jetzt Ring musst of du Basilus, Ja, das Armor Gleiche, ist ja. reduziert von 3 auf 2 und Damage Bonus increased. auch alles auf. Das ist auch da oben, das wäre eigentlich das Gleiche, ja. HP Regeneration. Ja, increased das ist Ring of Health. klar. Der Cost ist aber gegangen vom Ring of Region. von Okay, das finde ich cool. Athos, remove chance. Also der Schuh, der Heiligschuh. Ja, wenn du so schlechter machen, Rather Athos hat den Buff wieder verloren. weil eh niemand rauskommt, ja. Nicht Ja, so okay. Okay, weit. hey, weißt du nicht, wichtig ist jetzt anderes Buff da. Wie billig Äh, ist jetzt der Schuh? Ah, der nein, Domi, Heiligschuh? jetzt wegen dem neuen Item, der Ding. Da wo jetzt der True Strike garantieren tut für alle Kollegen, die es draufhauen. Und dann brauchst du Shroud of Haters nicht mehr. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat Rod of Haters das arme Item.
Sleep oder Wait. Wir wissen ja noch nicht, wie Meta jetzt ändert, Tommy. Vielleicht Ja, ja. Okay, das ist immer noch gut. Also, Sanj. Meme Chance increased, also 15 auf 20. Da heißt es, ist ein bisschen besser auf Halbwert übertragen. Ja, ist zum okay. Meme Chance. Dafür ist der Slow ist abgegangen. Für 20% für Nahkampf und 10% für Range. Das ist schon geil gewesen, wenn irgendwie Senjin Yasha. Okay, Razor und so ist jetzt halt genervt oder so etwas, der Arm Razor. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht hat der Razor zum Buff. Senjin Yasha übernimmt jetzt halt einfach. Schön die Drecksiro, Sachen. aber. Hä? Ist ja eh nicht gern. Shadow Amulett, Preis abgegangen, das heißt Shadowblade und Glimmer Cape sind billiger da. Silver Und Edge. auch Silver Edge. Silver Edge now requires Shadowblade and Ultimate Orb instead of Shadowblade, Sage and Recipe. Can be disassembled. Backstab Damage Reduction increased. Ultimate Orb. Das ist schon. Also, was macht es anders? Es gibt jetzt 30 Damage, 30 Attack Speed und 15 auf alle Stats. Alter, das ist aber hure stark. Das ist schon stark, ja. Mit dem Ultimate Orb zusammen. Also, es ist. Und es ist teurer. billiger geworden. Nein, billiger, sorry. Wegen der Rezept. Mhm. 600 und das ist 2,7 Backstab gewesen. Damage Ja, aber es gibt einfach 5 Stats von allem nochmal drauf. Schuren Ja. übel. Nicht schlecht. Smoke of the Seed. Stock replenish time reduced from 12 auf 11 Minuten. No longer has cooldown attached to your hero when used. Ah, Okay. cool. Also dann kannst du Kannst spammen. Nein, Ja, eher 3. nein, no longer has a cooldown attached to your hero when used. Aha. Ah, wenn es am Kollegen ist, hätte er den aus Smoke nicht können usen, oder? Wenn du Ja. vorher eingesetzt hast, so meint. Oder? Es ist jetzt auf dem Hero nicht Cool. passt. Ja, das ist Cooldown nice. no longer provides HP regeneration, fair enough. Oh, Mana regeneration reduced 100. Also sie nerven den mit der Bloodstone und der Octane, aber ich finde schade. Ja, aber der Soul Booster, Nein, von warte, wo hätte denn seine HP-Regeneration überhaupt hernehmen? Da Das sind Items, da der hat kommt. einfach eben, der kommt da gar nicht eigentlich rüber. Es ist fair, dass er da verlieren Mhm. tut. Der HP sich, aber nicht, ja man, das ist halt ein bisschen drin. Ihr könnt Supports, also ja, so Sus und so können nicht mehr so spammen in diesem Bullshit. Tipi! Also, ja, warte. Talisman von 1800 auf 1700 macht Ding besser. Boards, Butterfly. wenn ich Ja, wow, jetzt. TP 65. Ey, sie bauen irgendwann einen Knopf ein, dass einfach ein irgendwie Tipi kannst du einfach automatisch B drücken. ist. Irgendwie kannst du einfach Kanäle. B drücken und kannst Back-TP, oder? Genau. Ja, oder Ich irgendwas. überlege es nach. Nein. Also, okay, TP 50, ich hoffe, jetzt hört es langsam auf mit dem Abgehen. Ich weiß Das ist mal 150 gewesen, oder? Ja, das ist krank. Es Vanguard. 125. Ja, Ja, aber es ist. HP Regeneration increased von 6 auf 8, das ist mit dem Ding, im Ring. Fail of Discord now requires Helm of Iron Will, 2 Null Talisman and a 400 Recipe. Nochmal 30 billiger geworden. Es ist dafür Dispellable jetzt. Immerhin da. Das ist, 30 billiger? jetzt, Und Das hat du dafür kommst 6 Medis. Int verloren. Es hat 6 Int verloren. Das ist das Ja. Einzige. Das ist okay, weil ist ziemlich ein starkes Item für da. Weil jetzt Ja, auch die vor allem anderen. für den. Vor allem jetzt, weil eben Int Buffs bekommen, dass ihre Spells besser werden. Vladimir, Aura reduziert, das ist wegen dem Basilus halt. Ja. Weniger rüstig, okay. Also, Eigentlich müsstest du Vladimir auch aktivieren, aber ist gleich. Oh, genau. geworden. Also, Uiuiuiui. Heroes. Oh nein, ich will auch gar nicht anschauen. Aber Curse of Awareness Slow increased. Nice. Das heisst, am Anfang kannst du mehr mit dem Curse of Awareness Ja, okay, Slow so viel machen. ist es nicht, aber ist gleich. Ancient Apparition, Aber Cold Feet etwas. Cooldown reduced. Von Anfang an, also er geht ziemlich schön runter. Cold Feet Damage Timing Change von 0,8, 1,6,34 auf 0, 1,2,3. Okay, das heißt, du kommst am Anfang schon Damage über. Also wirklich gerade bei 0 gibt es einmal Damage. Das ist ziemlich wichtig zum Wissen. Ja, da kannst du Ich bin viel 0,8. besser einen Blink canceln. Genau. A geworden. Flux no longer slows magic immune units. Flux is now purgeable. Flux reduced von 50% auf 30. Oh nein, 40, Oh. 45, 50. Oh. Magnetic Ja, Field. aber du tust es sowieso Wow, voll wow, auf. wow, wow. Magnetic Field Cooldown reduced von 50, 35, 30, 25, 20. Okay, Das macht er ganz mehr gut. Carry-mäßig, ja. Magnetic Field Increased Duration bis auf 6,5 Sekunden. In Oh. 20 Sekunden hast du zwischen 6,5 Kannst du Sekunden. mich fighten statt pushen? Warte, kannst- aber Magnetic Field. Field now only evades attacks done from outside of the field. Ah, wenn sie drin sind, können sie die also schlagen. Okay, Ja. fair enough, da finde ich okay. Ja. Also Spark gegen Range ist es Gegen Range geiler. ist super, aber gegen Nahkampf nicht mehr. Mhm. Sparkrave Mana Cost reduced. Das ist okay, weil Sparkrave hast du eigentlich gar nicht gelevelt bis zum Sich gehen. Sparkrave Activation Delay von 3 auf 2, dann kannst du mehr spammen. Sparkrave now applies a Purge. Wow, okay. Das heißt, du kannst Gegner damit purgen, wenn du in einen Sparkrave in die Fresse fitzt. Da macht er mehr Dafür Support-mäßig. ein bisschen- Aber da hast du ein den bisschen Flux weniger weg Damage. nachher, ja. Ja. Nein, Purge gab es nicht deine Spells.
Also dafür gibt es ein bisschen weniger Damage, aber da finde ich fair, wenn du jetzt schneller kannst damit setzen, Ja. wenn es weniger Mana kostet, zwar nur 80 fix. Temple's Double Ability Item Cooldowns now persist on the unit. Das ist Bleed. Magent, du Oh hast mein auch noch Gott. vergessen. Was? Tempest Tempest Double. Double. No longer has an HP Mana Cost. Also es ist gratis. Von Ja. Anfang an. Das heißt, alle Spells, die du jetzt einsetzt, sei es Necro oder so, werden nicht mehr refreshed, wenn du eine neue Einheit machst. Weil die Abilities und Cooldowns bleiben auf deiner Ilo. Das heißt, es sind gespeichert sozusagen. Also wenn du nachher beschwörst, Midas und so, wird also mit dem genervt für die. Nein, du machst einfach. Nein. Du tust ihn zuerst beschwören und dann tust du beide. genau. Ja, aber früher hast du Cooldown tickt können. weiter. Cooldown tickt weiter nachher. Wenn er verrecken tut, geht der Cooldown weiter. Und wenn du wieder spawnst, hat er den Cooldown noch. Behaltet er noch. Glaube ich. Oder? Tempest Double Ability Cooldowns now persist on the unit. Doch persist heißt, es bleibt auf der Einheit selber. Das ist ein Double. Meinst du auf Und den früher hast du jede. Double oder Ja. Double, Nein, von Double. der Das ist- Haupt-Unit her? Nein. Also wenn der Double jetzt zum Beispiel ein Necro einsetzen tut und er verreckt und du machst dann wieder den Double, dann wird der Cooldown auf seinem Necro haben. So dass der Cooldown persistet tut auf dieser Einheit. Ich gehe davon aus, es wird so gemeint. Ja, früher hat es einfach alles refreshed, oder? Der ist einfach immer no mit longer 0-0. replicates items that drop on death. Das heißt Oh, kein geil. Divine mehr Divine und kein und kein Jam. Jam. Tempest Double Cooldown reduced von 60 55 auf 50 Ja, dafür haben sie Double tun. Tempest Double Duration reduced von 20 auf 12, 13, 14. Okay, jetzt hebt es nicht mehr so lange dafür. Tempest Double Cast Point. Der hebt ja fast nicht. Nein, da macht er den Splitput völlig. Splitput. Also er wird kein Split-Push. Split-Pusher mehr sein, er wird Nein. definitiv ein Support. Weil jetzt kannst du irgendwelche eben Necros Kannst bauen. und so. purgen Jetzt und musst, du mehr alles. jetzt musst du im Teamfight dabei sein. Weil jetzt kannst du fast nicht mehr pushen. Also ja, kannst immer noch mit Necro und so, aber die heben so kurz. In ein Ding. Ja, und du kannst es nicht so geil beschwören mehr. Also du kannst kein... Du kannst sie aber kein schneller Attack wieder Damage mehr bringen, machen. ja. Du kannst keine Attack Damage Item mehr machen. Strength Growth increased, er hat jetzt dafür mehr HP und Intro unter mehr. Also er wird definitiv Ja. jetzt ein Support oder ein Semi-Pusher. Aber er wäre eigentlich ein Agi-Hero, Und sie oder? haben den nicht im Ja. Boden ist genervt, Nagi. habe ich das Nein, Gefühl. er ist nicht im Sie haben Boden ihn einfach Ich finde, geändert. Sie haben ihn Ich finde umgemodelt. gut Balance jetzt so, das finde ich cool. Balance in Also, Offense. Balance ist, wissen wir noch nicht. Ja. X. Counter Helix Damage Type von Physical to Pure. Oh, geil! Damage aber knapp. Counter Helix Damage von 100. Ja, ist okay, gleich. 100, aber 180 Ja, Pure wie mit Pure 100 ist immer noch ist schon gut. krass. Aber ist okay, ich finde es geil. Das Ich ist ein find geil, dass Late X- Gamer. Am Anfang macht es nicht besser, weil du Ja. eh keine Rüstung hast. Eben, aber Late Game ist jetzt halt geil, oder dass er auf allem bei Supports und so jetzt wo er draufhaut und auch Enchant oder so, Enchantress und so, die kassieren die übelst von dem. Ja. Bane, Enfeeble Mana Cost reduced. Ja, lohnt sich vielleicht mal den Code zu Wow. Beastmaster, Call of the Wild, Division reduced. Also das ist der Hawk. Ja, Ja, Der gut. verliert Division, das finde ich gut. Weil Night Vision auch. Beides. Und Night Ja, Vision minimal. verliert auch. Okay, immerhin Oh, Scepter und Platz, Okay, sicher. added Scepter und Plot. Granted Charges mit 40 Sekunden. Gut. Jetzt kannst du dir schupfen und dann nachher dich. Ja, also kannst zweimal Ulti hauen. Rapture What Cast the Point, fuck? kannst du ein bisschen schnell Rapture machen. Und Strength kommt dafür ein bisschen mehr, aber kann ein Du bisschen machst ein tanken, bisschen tanken. Aber das ist Vielleicht geil. bringt's uns Teamfight, zurück. das ist geil. Ja, Zwei Teamfight Leute 2. Rapture, man. Ja, das stimmt schon. Macht Vielleicht, einen Teamfighter. vielleicht wenn wir es Jungler gab es aber in dem Fall sehen, dass er nicht irgendwie Ja, er wichtige kann Lane immer, nimmt. er kann hure schnell jungeln, immer. Vielleicht sogar mit ihm, aber wer weiß. Mal schauen. Bounty Hunter, Shadowwalk, Mana Cost increased, fair. Bounty Hunter hat immer können Invis gehen jetzt. Jetzt hast du ja gesehen, so gibt Meta kommen mit so Sachen. Brewmaster, replaced Earth Ruling Pulverize with Demolish. He is 100% 50 damage to buildings. Push. Pulverize ist doch der Bonus-Damage, Ja. wenn er Nein, schlägt, der oder? Crew, wo wirfst. Okay. Stun. Jetzt kann er 150. Nein, Ja, das, das ist ist- das ist der Rock, den er wirft. Ja. Ja, aber der heißt Pulverize. Warte, ich schau grad noch. Währenddessen lesen die erst mal weiter, ich schau schon nach. Primal Spit, Earth and Storm Damage Type from Pierce to Hero. Ja, und der Name Armor. Die Pulverize provides a chance to do damage in a small radius. Das ist Ah, ein bisschen Damage. Der andere ist ein Hurl Boulder, hast du doch gewusst. Wow, jetzt hast Also du jetzt mit wieder dem. 150% mehr Damage gegen Towers, okay. okay. Primal Split, Earth Attack Damage reduced from Pierce. Den Pierce Card 40. to Hero. Okay. Ja, ja, der ist 40, 80, 165 zu 30, 60, 90. Also der Earth gibt weniger Schaden. Storm gibt 40, 80, 165. Wow. Ah nein, das ist 20, 40, 60, das ist schon hure wenig.
Primal Split Fire Attack Damage Rescaled. 77, 122, 154, dafür haut der Nahkampf jetzt mehr drauf. Storm Ruling, Windwalk, Backstab Damage increase von 100 zu 160, 220, also es gilt jetzt. Also benefits from Attack Type Changes. Okay. Ja, ich glaube, es sollte ein Pass Also, wenn du Ich glaub- Skadi hast, dann kannst du mit dem. Ich glaube, jetzt kann er Hure pushen, jetzt halt so Sachen. Also, ich weiß Ja. nicht, ob man zu seinem Ulti zum Pushen einsetzen. Bristleback. Bristleback Damage Threshold reduced von 230 zu 210. Das heißt, er macht da mehr Bristles. Ja. Scepter Goo Range increased von 600 zu 700. Kann noch ein bisschen mehr rumspucken mit Ich habe seinem nie einen gesehen mit Zepter spielen. Scepter. Ja, es ist vielleicht jetzt ein bisschen geiler, wer weiß. Ich kann schon mal mit Zepter gespielt. Ja, es ist schon lustig, ja, aber ich es ist teuer und es gibt da kein Du musst Ja, eben nach es gibt ja keinen Platz. Sachen. Centaur. Double Edge Ist Cooldown geil. reduced von 8 zu 6. Stampede Duration increased von 3,75 auf 4. Vielleicht wenn es ein Er bisschen... könnte ein bisschen viable machen, es ist halt der Ulti länger, jetzt halt mit dem Zepter auch umso besser. Wenn er jetzt 4 Sekunden mehr Damage Kannst du ein bisschen mehr draus und und rein. mehr drin und Double Edge, jetzt kannst du ein bisschen mehr spammen und dir mehr selber Hyper Damage geben. Okay. Hand of Gods no longer fully heals his creeps, also jetzt kommen jetzt so viel Heal über wie die Creep anderen. Ja. Bin ich So fair. noch ein größeren Nerv. Ja, ist Oh, oh, okay. Oh, Bin ich fair. bitte, Clockwerk wieder ein bisschen. Battery Assault Damage increased 20, 40, 60, 80, 20, 45, 70, 95. Sie haben es eben erst mal ein Alter, bisschen genervt. Minor Das ist gut, das Cleanup to Dreh. Power Cox Push Distance Duration Change von 245, 242, 084 zu 250, 085. Sind einfach gerundet, fertig. Scheißegal. Ja. Ja. Crystal Maiden. Crystal Nova Cooldown reduced auf 12, 11, 10. Alter, schon wieder. Oh, das ist geil. Schöner Self-Regen für sie, von Ah. 6 auf 8 rauf. Demo. Wow, sonst hätte sie nicht mehr fast ein bisschen weniger, aber so ist geil. Dazzle, sie Alter, Poison das ist Touch. schon wieder ein Buff zu der Oh Crystal nein, Maiden. Sie der wird ist immer so noch nicht viel gespielt. Oh nein, ich bin froh eigentlich. Poison Touch Range increased von 600 auf 650, 757. Jetzt musst du den leveln, vergiss Der es. cool Ja, und der hat so viel mal Q Buff. hat jetzt einen geilen Radius, wow. Level Death ist immer Prophet. gleich. Oh, jetzt Death Prophet. Oh, jetzt hätt's nur mehr Ladungen oder sowas. Spirit Siphon no longer grants vision. Spirit Siphon damage type from pure to magical and no longer goes to Okay. spell immunity. Ja! Spirit Siphon damage increase von 20 von 1,234% zu 25, 1,234 5,5. Maximal HP, aber jetzt ist halt magical nicht mehr pure. Ja, es ist praktisch der gleiche. Duration hebt jetzt 6 Sekunden. Siphon Buffer Range increase von 300 auf 200. Reduced. Reduced. Oh, okay, oh mein Gott, ich könnte es schnell brechen. Base Strength reduced zu 19 auf 18. Das Jetzt ist ein bisschen ein mehr. Ah, gut. Das ist ein wohlverdienter Nerv. Und Ja. zwar Ja. ein richtiger. Aber siehst nur mal Spirit Siphon. Ah. Ja, nein, das ist gut, ich finde es okay. Disruptor Kinetic Field AOE Increase von 325 auf 340. Das ist geil, macht Ja. den Ding grösser, der E. Kannst ein bisschen mehr Leute sperren und sie können jetzt schnell rausreden, wenn du es richtig machst. Wo ist die Ulti dann immer noch richtig? Nein, ja, Nein, der es ist Ulti ist genau. vorher grösser gewesen. Ah, okay, Okay. jetzt passt er vielleicht. Jetzt passt er vielleicht genau jeder, kann sein, ja. Dragon Knight, Brief Fire Attack Damage reduced, Reduction increased von 20, 25, 30, 50 direkt Oh, auf das ist mit Level Wow, 1 ein ein Uhren Level schon Value, ja. Kannst Deutsch runterhauen. Ja, also, aber der Cooldown. Brief Fire haben sie für reduziert auf dem letzten Level auf 11. Okay. Base Damage increased by 4. Dann haut er mal ein bisschen mehr drauf. Der das ist mal haut. nötig, ne? Das ist ein geiler Buff. Ja. Ja, Mhm. vor allem für die Lane. Draw Ranger, Gast Cast Point Improve von 0,4 auf 0,2. Das heißt, sie macht es fast halb so schnell mit dem Gast. Nicht mehr so eine dumme Animation. Earthspill. Boulder Smash, Knockpad Speed reduced von 1200 auf 900. Base Movement Speed reduced von 325 auf Grava, vielleicht kommt jetzt dieser Propeller-Earthshaker. Rework Scepter on Earthshaker. Shaker. You can fly on Enchant any. Totem now becomes a 900 range ground target ability, causes you to jump in the air and land at a target spot. Casting Enchant Totem there. Self-casting the ability will make it behave in the original form without jumping. Das heisst, du kommst rauf und schlägst damit am Boden, Ja. wo du nicht klickst und alle kommen den Damage über von Enchant Totem. Ja. Oder At the target spot. und dort, und die kommen, es gibt den Aftershock also einfach dort. Es gibt Ja. auch den Aftershock. Aber du enchantest das Totem dort. Also du kommst. Das ist ja wie ein billiger Blink. Ja. Ja, Über der du- Range. So, Da. Dodge Range. Also billig 4200 für einen billigen Das Blink, ist die ja. Frage, wie schnell Ja, es eben, ist. aber es ist noch cool. Also ja, Ja. mal schauen. Cast Animations. Klingt geil. Ja, aber es hat da kein Dings.
Es wird nicht von... Aber du kommst dort einen 900er Range nicht Grab. Und im 900 von AOE Damage. gibt es einen Aftershock, das darfst du nicht unterschätzen. Ja, eben Nein, das. Voll nicht. Nein, nein, das ist der Aftershock Jump, das ist die funktioniert Distanz. so. Genau. Ganz einfach normal Aftershock, aber da ist ja irgendwie 400 Range oder so. Aber was macht denn die 900er Range Grab? Aber du kannst, Ah, ja, 900 so Range, weit kannst du Aviti. jumpen. Ah, okay, okay. Kannst Das einfach ist aus Alter, ich Distanz sehe mal drehen. schon vor, wie er in der Luft hat und nachher slammt dort etwas so am Boden ab. Das sieht sicher hure geil aus. Ja. Mhm. Geil. Elder Titan, Echo Storm, Aber Ja, weißt du, lohnt wie geil sich kannst du da? jemanden verfolgen? Ja, du kannst Ja, schon sicher. jemanden verfolgen. Weißt du, ich Du kann kannst alle 5 Sekunden jemanden nachjumpen. Ja. Ah, du hast nochmal, du hast einen Stun Ja, mehr, oder? stimmt. Nein, du kannst eigentlich Ja. den einen durchstunnen fast. Separate. Nein, es ist ja der gleiche Stun. Nein, ist der gleich, Tommy. Kannst du einfach aus Range machen. Ah nein, das Ancient Problem Totem, vorher- ich gemeint, es gibt ein neues Ding, hä? Das Problem Ah, vorher war an Enchant Totem. Es war schwer schwierig, jemanden, der abhaut, zu sannen. Ja, voll. Du, Jetzt es kannst hat du einen nachgucken. Hohen- Machst Bam. Ja, und du kannst nachkumpen und vorhin alle Aber du musst ein jumpen. Scepter haben Also dazu, bist du- Jungs. Ja, eben. Und du kannst halt auch besser Setup mit dem machen, wenn du halt Ja, aber das wirklich Set nicht mehr war vorher lange- so schlecht gewesen. Also, Ja, ja. das Scepter hat sich vielleicht nicht gelohnt. Nein? Es gibt ein bisschen mehr Damage mehr, aber Eine mehr zweite nicht. Shockwave für... Jetzt brauchst du eigentlich den Forstaff nicht. Jungs. Da ist der Forstaff auf dem noch gebaut, stimmt. Also, Elder Titan, Echo Stop Damage increased. 80, 90, 100, 100, 110, 85, 110 und 50, 160. Das ist der Pure. Pure. Echo Stomp Ah. Grace Period for Waking Up Units ist von 0,65 zu 0,8. Das heißt, nachdem du den Stomp gemacht hast, hat es eine Grace Time, wo die anderen noch nicht aufwachen können. Das ist jetzt ein bisschen aufgegangen. Das heißt, sie können jetzt schnell aufgeweckt werden, wenn der Kollege jetzt schnell draufschlägt, weil er so lustig ist. Impetus Damage ist... Impetus Damage aber geil. reduced auf, von 15, 20, 24, zu Recht. 24, 22. Impetus Max Damage reduced von 2500 auf 1750. Das heisst, wenn du über eine riesige Range anbringen kommst du trotzdem nicht so viel Damage fressen. Aber das ist gut. Du kannst. Enig- Wow, siehst du? Schau, geh noch das Fragezeichen. Ja, es ist wenig. Von 625 maximal bis 385. 385 ist viel. Oder nicht? Das ist okay. Ich finde, Ja. dass sie es verdient hat, zum so Dumme weit Kuh. Damage Gell, das ist zu Ja, spät vor allem wieder. jetzt- Das Vor allem hat sie Items bekommen, die für sie Ja. sprechen, ja. Und vor allem mit dem Ding, ja. Enigma. Fix Demonic Conversion not working on Beastmaster Spore or Hawk. Das heißt, du kannst jetzt die konverten. Hure geiler Buff. Juhu! Faceless. Kannst du Scheiße. Scheiße. Faceless hat das verdient, hoffentlich. Time Walk Cast Range increased. Okay, ich kann weiter Time Walken. Time Walk Cast Point increased. Jetzt braucht er ein bisschen länger zum Time Walken. Time Detonation Cooldown increased. Ja, bitte. Auf Mhm. 40, 34, 18, 22. Da hast du so können spammen. Time Detonation Slow Rescale. No. Gut. Fix 8. Dann bist du wenigstens nicht so fucking langsam. Time Lock no longer deals Double Damage inside Chronosphere. Fair. Aber sie geht außerhalb mehr, ist halt wow. Time Lock Damage increased von 40, 50, 60, 70. Jetzt gibt sie außerhalb mehr Damage, ja, wie du gesagt hast, bis auf 125. Kommt fast an den Double Ding. Also jetzt außerhalb, da ist jetzt könntest du ihn wieder ja, available. Schluss. Vielleicht wieder available als Carry, weiß nicht. Ja. Scepter ist aber am Scepter haben Arsch. sie jetzt genervt, jetzt, ja nicht am Arsch. Der Cooldown auf 60 tun ist schon immer noch hure geil. Die Das ist 1 Sekunde runter. 1 Sekunde Im ab. letzten Level. Also wenn du wirklich immer noch Offline-Ding machst. Ist nicht 70 kratzt sie Sekunden nicht auf so dem fest. Ding. 60 Sekunden auf dem Nein, Ding. Nein, Gyrocopter Reworked Scepter. Okay, show details. Adds a side gun. Den tun wir geil! Fires an attack automatically at random enemy units within a 600 AoE every 1.4 seconds. Staming firing rule as rocket barrage, but does not attack while invisible and disabled by break. Fires while disabled, but not hidden while hidden. Oh mein Gott, meine sind wieder ausgesehen, hey. Und Base Es Damage ballert halt ist einfach von 4. automatisch los. Ja, es fängt immer an ballern. 1,4 Sekunden ballert da rein. Irgendeinen Gegner an. Also ich würde sagen, es ist irgendwie ein Semi-Farm-Item. Ja, oder Weiss ein nicht. Teamfight aber, einfach aber so. es ist auch nicht vergessen, du kannst während einem nah rein mit Rocket Barrage und so, wenn du auch normal oder einfach wenn du wegrennst und er schießt die anderen ab, wenn du am Weglaufen bist. Das heißt, er schützt sie sozusagen, er ist so wie ins Backfire. wenn es- Ja, ja, du kannst ja sonst schon mal laufen, ja. Oh mein Gott, das stelle ich mir hure geil vor. Okay, das ist echt geil. Ich finde, das ist ein geiler Buff zu haben. Aber sie hat Vielleicht den Damage auch tun. Sie machen das zum Support. Ja. aber. Jetzt ist es aber fast ein nein. bisschen schneller gemacht. Ja, eben, aber wenn du jetzt denkst. Wenn du es ein bisschen Carry-mäßig willst machen. Nein, es ist ja, nicht eben. Support. Nein, es ist ein Support. Ja, es wenn geht. es Es den geht. Base Damage aber tönt von ihm. Ja, 4. Dafür kann der fucking Gunner noch schiessen. Es ist nebenbei, wo der auch schiessen tut. Das ist, als ob du 2 Gyros hast, die voll drauf angreifen. Einfach er geht mit 1,4 an. Egal, nächste. Huskar. Berserker Blood, Max Speed Attack increased.
bis zu 340 nach oben. Wow. Ja. Ja, wenn er schon keine Ja, Magieresistenz eben, er hat hat. nicht mehr so viel Magieresistenz, finde ich fair, dass er mehr Angriff setzt. Wow, halt, Oh, bitte. Invoker, geil, schauen wir mal. Invoked Spells, Cast Point increase von 0 auf 0,05! Okay, jetzt hast du einen Cast Point, wenn du Spells machst. Okay. Cold Snap is now dispellable. Invokers 10 Real Abilities. Ja, What the die, die fuck? er hat, ja, die er hat, die 10 Spells. Nicht seine QWE, Ah. weißt du. Ghost Walk Cooldown increased von 45 auf 45, fair. Tornado Vision reduced von 600 auf 200, fair. Forge Spirit Health Mana change from Quartz Exort Quartz Based to Quartz Exort Based. Okay, vielleicht wissen wir, wieso das jetzt also gut ist. Vor allem der hohe Damage bekommen, glaubst du, wenn sie nicht irgendwie Quartz gelevelt hat, weil auch der Cold Snap besser gemacht hat, dann haben sie die Forge Spirits mehr können drauf haben und größeren Radius gehabt. Das haben sie jetzt umgetäuscht, jetzt musst du mehr Exort holen, dass das macht. Also musst du auch beides Huren leveln, dass Voll, es genau. wirklich gut ist. Und seine Base Intelligence haben sie runtergetan von 22 auf 16. Weil vorher ist einfach können Cold Snap ist jetzt halt hure geil gewesen mit den Dingen. Aber der Huren Base schlecht. Damage bleibt gleich. Genau. Sonst hat er langsam auch Huren. Aber Ja. er ist auch Huren dumm am Anfang langsam. Ist okay, ich finde es ist ein guter Nerf, aber ich weiß nicht, ob es lange tut. Ja, ich ich hätte jetzt noch ein bisschen mehr. Aber es ist okay. Vielleicht werden sie auch nicht der overnerven. Force Spirit Einfach das war ein Forge guter am Spirits, die Das hätte ich war ein noch. guter Ja, Nerf. die Das war müssen ein einfach ein bisschen genervt sein. Ja. Das war ein guter Nerf am Anfang. Das ist gut. Leg dir mir. Jakiro, Macropyre ist integriert zu 900 zu 1400. Macropyre is no longer a unit targetable. Macropyre Septum Duration increased. Warte mal, das heisst, es kommt da immer noch über, oder? Die Bonusreichweite, dass es so weit angegriffen tut. Ich weiß nicht, ob der wirklich auf Das steht doppelt nicht. ist. Nein, es ist glaube ich Aha. festgelegt. Okay. Dafür hebt es nachher 30 Sekunden anstatt 20. Das ist hure lang! Nein, Ist bis die erste Wave hier kommt. Das ist echt fast die nächste Wave kommt. Nein, es ist die erste Wave. Ja, und Kommt halt jetzt, alles. eben und schon auf normalem Level, anstatt 900.400. Das ist krank. Das ist hure Also, lang. wagst du nicht Macropyre? 1400 ist auch lang. Und wenn du noch Ja. Dings hast, wie heisst es? Netherlands und Ja, eben, Zeta. also stell dir vor, du bist auf einer Lane, zum Beispiel, sagen wir Ganz Lane brennt. Eben, ja, du bist da ja als Top, du bist Hockst in als der Base und Radiant. machst Du bist als Radiant am Defen der Top 1 und da ja pushen. Du kannst die ganze Lane bis früher anfangen zu brennen lassen, dass die nicht mehr pushen können. Das ist hure krank. Also hast du vorher schon ein bisschen können, aber jetzt kannst du noch länger. Juggernaut. Endlich wieder. Wieso haben sie denn da rausgenommen? Juggernaut Healing Ward now follows Juggernaut by default. Okay. Das war doch aber früher noch so gewesen. Ich glaube ja. Ah nein, aber der Ulti kommt immer noch weiter. Okay. Keep of the Light. Movement Speed increase von 315 auf 335. Ach, Oh, das ist Speed, das ja. Schnellste. Ja, Ist echt? optimal. Nein, Schnellste, oder? nein, es gibt doch auch andere 335. Luna ist doch Luna hat doch auch. 330. Ist nicht Luna nur 330? Wie schnell ist Dings? Warte, ich schau grad schnell Luna. Wo ist Nein, Luna? nein, nein, der Enchantress ist die schnellste. Ah, Enchantress, ja, warte, ich such sie grad schnell. Wie heißt sie? Wie schnell? Sie ist 335, gleich schnell. Okay. Krass, Keeper und Enchantress sind jetzt gleich schnell. Zwei schnellste Heroes. Ja, haben beide das Pferd. Kunka, Torrent Damage is now dealt evenly over 8 ticks, weil jetzt ist der voll komisch. Der hat über gewesen. 10. Genau, halb vom Schaden hast du schon bekommen, wenn du gelandet hast. Und nachher ist es über 10 Ticks abgegangen. Jetzt ist er evenly. Torrent Stun Duration increased von 1,53 auf 1,6, hat ein bisschen aufgerundet. Torrent Mana Cost reduced. Ist cool, da kannst du mal am Anfang ein bisschen mehr spannen. Und Der wird jetzt langsam mal noch aufstehen. Base Armor increased bei 2. Da macht einen Hure geil, finde ich. Was hat er für eine Standard Region, der Kunka? Oh, ich weiß nicht. Normale. Ja, normale. Legion Commander. Duel no longer ignores Disarm Ethereal State on their target. Weil vorher hast du können zum Beispiel E-Blade auf den Kollegen schiessen und dann hat sie weiter können angreifen. Das kannst du jetzt nicht mehr. Duel Scepter Duration increased von 4,755,625 auf 6,78 Sekunden Duell. 8 Sekunden, du hast lang. Und Ja, sie das war- werden Verdammt lang! Aber ich weiß nicht, ich glaube Scepter ist immer noch Bullshit für das. Ja, du haust einen viel schneller ab, das ist das Ziel. Ja, eben. Ich würde sagen, es hält sich immer noch nicht. Ja, aber es geht, du kannst einen Carry aus dem Weg. Ja, wenn das Niemand kann die Ding. beeinflussen. Wenn Ja. nicht das Damage-Stiller, sondern wirklich zum einen festheben machst, dann kannst du es dir so überlegen. Aber, eben, musst, Aber ist ja, aber gleich. musst überlegen, du musst Du trotzdem musst auch noch da noch überleben. du musst überleben können. Also du musst schon Ja, damit aber den schaffen. Dings könntest du zum Beispiel gut Ja, aber du gegen so einen könntest Storm nicht Spirit oder heben. gegen einen Storm oder so etwas kannst du einen gut heben, Ja, oder? okay.
Egal, aber es ist ein Nerv zu Legion, finde ich bis jetzt. Das ist okay. What? Der Lich ist auch ein Buff. Lich, Frost Blast und Chain Frost Slows now are independent debuffs. Das heißt, beide können slowen, was noch langsamer macht. Chain Frost no longer jumps to zombies. Nice. Okay, also nicht Yes! gegen Ding. Okay, das ist ein Lich Buff. Lightstealer. Infest can now only target Ancients with Level 2 and Level 3. Ah, das ist Ja. gut. Strength Growth increase. Das sind die kleinen Ancients. Sind ja nur die. Nein. Musst schauen, wie die Geil! Ancients haben Levels. Das ist ein hoher Stärke-Buff zu Ding. Ah, Lone Raid hat den Buff bekommen. Lone der, Druid, was Spirit gebraucht hat. First Entangle now uses Pseudo-Random. Nein. Das heisst, du kommst Das heisst, wenn es ich 10 mal garantiert einen gegen- hit, dann tue ich ihn sicher. Ja. Battlecry Damage reduced. Okay, ich glaube. Macht auf jeden Fall nicht so extrem viel aus. Wow, Luna, 0,5 Agility Growth. Es ist eben immer noch viel, wenn du Feinde hast zum Pushen, ist es immer noch stark. Außer du bist ein hoher knapper Fight dran. Zwar die Rüstung, 20 Rüstung kommst du gleich noch über. Ich kann mal Ja. jemand Ist nachschauen, das was Dings, der Ancient Level 2 und Level 3 sind. Da interessiert mich jetzt gerade auch. Schauen wir nachher schnell. Okay. Nein, wenn du Level 2 bist oder 3 erst. Ja. Nein, Ancients mit Level 2 und Level 3. Nein. Ancients haben eben alle auch Level. Hast du noch nicht gesehen? Creeps sind alle Level. Warte, ich schaue schnell Ancients. Also, Ancients. Ancients. Nein, Da war schauen dir unter der Wikipedia, oder Ich was? sehe- der sehe- Lifestyle erst auf Level 2 Ulti. Ja. Ich verstehe auch, dass erst mit Level 2 oder Level 3. Okay, vielleicht kann es auch da heißen. Gehen wir davon, dem muss. Aber Ding haben nämlich auch Levels. Aber Ja, aber die ist sind sehr viel hoch. höher. Ja, die sind manchmal Das 10. sind alle. Ah ja, voll. Okay. Aber das ist gut, dass du nicht mit Level 6 schon rein kannst. Mit Level 11. Ja, vor allem kannst du auch Ding abfitzen. Ja, mit Level 11 sind dann nachher auch die anderen Heroes so oben, dass du wenigstens die Ancients kannst abhauen. Sonst ist Voll. mit Level 6 einfach übertrieben gewesen, ja. Also Luna Agility Growth ist auf um 0,5. Da macht Luna jetzt mal, hoffentlich bringt sie da wieder zurück. Also richtig zurück. Ja, wir haben sie Ja, ja sie schon hat gespielt, ja. Ja, eben, aber jetzt hat's Magnus noch ist besser. endlich. Ja, sie haben ihren alles andere ein bisschen Magic Damage Magnus, gegeben. je 0,5 mehr HP-Regeneration, Basis und mehr Base Damage plus 4. Das ist cool für Magnus. Kann wieder vielleicht in die Mitte irgendwann. Medusa, Stonegate Damage Amplification increased. Oh mein Gott, Medusa wird echt der nächste Hero. Nein. 40, 50, 50, jetzt auf Stonegaze. Stonegaze Duration rescaled auf 5, 6, 7. Das heisst, Du es wirst wird immer länger noch nicht mit- leveln. Du tust gleich immer noch nicht leveln. Also Stonegaze Slow einmal, reduced mehr von nicht. 50 zu Das ist 35. ein Nerv. Ja, okay, das ist ein Nerv-Shit. Egal. Mipo, Base Damage increased by 4, da wird der Ding freuen. Das ist aber noch viel. Mirana, Sagst du, einfach da ein auf Zepter alle für hast? Mirana. Passively triggers Starstorm every 8 seconds. If there are no units to affect, the spell waits until there is enemy nearby. Does not trigger if the enemy does not see you. Passive procs are disabled by break. Holy shit. Okay, du kannst denken, es ist wenig Damage, aber schlussendlich kann es überall 500er Nuke oder 600er Nuke sein, wenn beide Stars in die Fresse bekommen. Ja. Alle 8 Sekunden mit vielleicht in einem längeren Team. Vor allem zum Pushen ist der Hure geil. Ja, du stehst einfach dort, es kostet dich nicht, oder? Kostet die nichts, Passive, ja, was? passively. Also Ja. ich weiß nicht, ja, ist passiv. Das regnet Okay. einfach Ja, vor allem kannst du es kombinieren, du kommst rein, machst du das da, passiv Oder- triggern und genau. Ist es auf alle oder ist es einfach auf einen? Alle? alle. Das Das ist ein ist normales normal. Starstorm, ein normales Starstorm. So, das ist ja Kannst du krass. theoretisch 2 machen. Das ist geil, ja, kannst 2 machen, das ist hoher Damage. Ja, richtig. Das ist nicht Ja. unterschätzen. Push ist krass. sehr gut. Ja. Morphling, Replicate Damage Stealth increased von 50 zu 80. Okay. Hybrid Cooldown reduced von 120 auf 70. Sie werden Das ist das nötig. Scepter- gewesen. sie werden das Scepter hier pushen. Ja, geile Buff. Warte, Damage increase von 50 zu 80? 80. Ja, Mhm. jetzt kannst du fast einen kopieren, dass er den für die fighten tut. Musst Ja, fast. wenn du einen Jagger kopierst. Alter, ich Ja. hab so eine Farmen mit der Jagger Kopie. Wenn Ja. jetzt das. Okay, sure. Ja. Naga Siren. Mirror Image Illusion Damage increased 20, 20, 30 auf 20, 30, 40. Song of the Siren Scepter Regeneration increased von 8 auf 10. Siren Song hat 7 Sekunden, oder? Ja. Da hast du 70% vom maximalen HP wieder zurück, also da hielt ja eigentlich das ganze Team fast wieder auf. Song of the Siren now affects units like Golems, also die vorher Spell immune sind, die einfach nicht betroffen worden sind. Die kannst du jetzt auch die. Geile Buff zu nagen. Also Mhm. kannst du den Roshan jetzt auch. Die affects units like Golems, vielleicht ist auch schon auch mit betroffen, wer weiß. Nature's Prophet, Treant's Bounty increased, geil. Schön, Also ja. die fucking Nature. Treant's Vision reduced. Fair. Macht er mehr zum Skill Hero.
Ja, hoffentlich auch, Ja. weil ich finde, du hast die scheiß Twins können schicken und ohne allzu grossen Loss, sagen wir es mal so. Jetzt Außer mit kostet dem Zepter. es ihnen noch mehr, zum es verlieren. Da finde ich okay, weil die Leute jetzt etwas können spammen wie nichts. Necrophos, Reaper Side Respawn Time Penalty reduced von 30 auf 10, 20, 30. Oh Oh, Mann. geil. Reaper Side Damage Factor increased 0,4, 0,6, 0,9 auf 0,6, Macht es 0,7, besser am Anfang, 0,9. gell? Das ist am Anfang besser. Ja, 0,4 ist schon wenig gewesen. Höhe. Tut mir leid. Das ist schon ein Level 2 Ulti. Und auf jetzt Level kannst du 1. gleich ein Drittel. Ja, wenn du ein Drittel verloren. Okay, das Nein, ist gut. zwei Drittel Und das verloren Oracle hat. Scepter noch nicht anschauen. Fix Assassin. Carapace not preventing damage when a spell immune attack. Oh mein Gott, es geht durch Spell Immunity. PKB, fuck yourself. Base HP Regeneration increased von 2,5 3,5. Da macht ihn jetzt ein geiler Offlaner, Ja. finde ich. Ja. Omni Knight, Deacon Era no longer pierces Spell Immunity. Schade. Aber okay, fair enough. Oracle and a Scepter reduces Purifying Flames cooldown from 2,5 auf zu 1 Sekunde und lowers Cast. Was ist das für ein Bullshit? Haben wir die ganze Zeit. Ja klar, das haben wir wie nichts, aber Mann, nicht doch mehr erwartet. Das Scepter Hey, aber mit- wieder zurückbringen. mit Octarina hast du Ja, etwa sicher, 0,75. Ja, das ist 360 Ja, Nuke kann- oder so. Das ist ein 360er Nuke, was Ja, aber spammst. weißt du, wie kannst du Alles so. Ja, eben, du machst den W drauf und dann haust du den E drauf wie nichts. Du kannst ihn etwa vielleicht 4-5 Mal nacheinander das Ding drauf geben. Nein, Ja. du kannst 6 Mal, wenn du es wirklich gerade richtig anbringst, kannst du 6 Mal nacheinander da draufhauen. Das ist fast, das ist sicher etwa fast 2000 HP, was du bekommst, oder mehr. Mhm. Du Geil. bringst keinen mehr um. Ich finde, es ist cool für eure. Da heilt sich nicht so schnell. Du kannst Ja, eben, vor allem stacken Dings sich die Dings, wenn du aufeinander haust. Ja, darum ist das geil, du stackst, das stackt wie nicht. Darum Ja, kannst du das jetzt auch, ist wenn du fetzig. Ulti- Ja, aber wenn du auf einen Gegner machst, weißt Ja, auf dem ja, Gegner. sicher auf dem Gegner. Du musst Also aufpassen. entweder kannst du ihn abbursten oder du hast Oder er hielt versaut. sich nachher, ja. Outward Devourer, bitte geiler Nerv. Arcane Orb Intelligent Intelligence Stil ist abgegangen. Ja! Wird im Level 1. So wie es jetzt sollen sein. Mhm. Arcane Orb Ist es. Mana Cost increased. Yes! Jetzt kann er nicht mehr auf den Lane spammen wie nichts und er levelt dann hoffentlich auch nicht mehr von Anfang an. Astral Imprisonment Cast Range reduced. Von Anfang, also nur am Anfangslevel 225. Er muss entleveln, dass er ihn kann brauchen auf Distanz. Genau. Das ist Finde ich gut. richtig so. Fairer Nerv. Das finde ich gut genervt. Mehr musst du nicht. Das ist okay. Phantom Assassin. Stifling Dagger now deals real physical attack for 60. Plus 25, 40, 55, 77 of your attack damage. All effects work, behave as your hero performed them. Also heißt, jetzt funktioniert es doch wie Wie ein Ding. Rechtsklick. Heißt Ein jetzt- geworfener Rechtsklick. Ja, aber weil Mhm. vorher ist es ja auch gewesen, dass jetzt so Items wie Deso und so funktioniert ja auch der Basher. Ja. Aber zum Beispiel Battle Fury haben sie rausgenommen, weil da ein Bug ist. Heißt jetzt Battle Fury funktioniert? Nein. Ja, es ist, als ob du All angegriffen attack hast, effects, Real wa? Physical Attack. Du greifst normal an, als ob es dein Angriff wäre. Schon erfahren. Ja, Also das ich gehe Gefühl, davon- Da kannst, wenn du einen Crit in die Jungle wirfst, dann hast du gerade das Camp gefunden. Ja, vielleicht, ja, wer weiß. ich Phantom gehe davon Assassin- aus, es geht nicht so. Phantom Assassin's Turn Rate is increased, das ist vor allem ein Buff, wenn es aufgeht. Das heißt, Turn Rate ist besser. Okay. Das ist, ja, wenn ich höher zahle, umso besser ist Turn Rate, nicht je tiefer. Ja. Ja. Ich habe gemeint, ich habe gemeint, je höher. Also Ah, ich habe endlich der Buff, was Aha. es gebraucht hat fürs Supernova Scepter now also increases the number of attacks needed to Ding auf 7, 10, 13. 13! Oh. Geil. Aber- 13 Schläge. Weißt du Elf, denn aber sonst? 11. Wie viel ist es? Höchste 11 Level. glaube ich noch. Warte, ich schau schnell. Also gerade noch. Wie viel ist es? 11 habe ich gemeint. Warte, ich schau grad. Wo ist Phoenix? Er ist ein Strength da. Er hat. Ja, 11. 11, Also ja. 2 auf. 5, 8, 11, zwei ja. auf. Okay, Okay, dann. Vielleicht lohnt sich jetzt Sepp. Ja, aber vorher ist Sepp nur gewesen, um einen Kollegen und zu Das denyen. lohnt sich schon, wegen 13 Hits sind Ja. relativ viel. Jetzt kannst du den Phoenix und den Bär auf die Lane tun, dann kannst du nachher den Bär Das zweite refreshen. So. wird schwierig, den zu töten. Du musst den Ha- Carry draufschlagen mit Ja. dem Text-Speed. Du Pack kannst auch für increased- dich selber. Pack increased Illusory Orb Speed by 1. Ja, cool, es hat da Illusory Orb, der noch schneller ist. Und noch vielleicht noch sagen. Also ein Tempo. Netherward now Ist treats da ein Illusion. Joke, oder? Nein, ist vielleicht besser, wer Ein weiß. Tempo. Ja, vielleicht ist der Orb anders schnell. Die funktioniert Ah. mit Movement Speed.
Ja, ich hoffe es. Pagna, Netherward now treats illusions as creeps for to hit calculation. Da heißt, was heißt er? Now treats illusions as creeps for hit count calculation. Illusionen nicht Ich mehr habe- durchhauen, Aha, oder? sie Creeps könnten. Damage über? Nein, sie könnten. Ah, Wort nicht so schnell zerstören. abhauen. Ah, okay, das finde ich Wort geil. geht hure Geil, langsam geil. kaputt durch die Ah, ja, Füße. ja. Das ist schön. Pagna Den gut. Bär kannst du eben auch nicht Guter zerstören. Buff, Pagna, guter Buff. Razor, Static Link Break Distance Increased. Ja, jetzt bricht das Schisssack nicht so schnell wie sonst damals. Jetzt kannst du ihn wenigstens mal casten, ohne dass er gerade direkt brechen tut. Ja, du musst im Kasten bleibst stehen und dann laufst du am anderen noch alles. brecht er wieder, ja. Ricky im Captain's Mode! Ricky ist Captain's Mode. Blink Strike Damage What? increased. Okay. 20 gut. Tricks of Trade. Wow, das sind kann er 40 auf relativ jeder Stufe. Und der Cooldown ist reduced. Also er hat Boah, noch overall weniger. Buffs bekommen und ist jetzt im Captain's Mode. Cool. Ey, der wird auf jeden Fall noch Vor allem- geiler Late Game Caravan. Mit Voll. dem ein bisschen Items hast. All 30 Sekunden ist nichts Ja. mehr. Und Rubik. Diffu, der Mana-Brim vom Diffu ist auch. Ja, Milis, Und der verbessert. 120 Damage einfach mal so dazu. Rubik. Fateball Damage increased von Geil. 740, also geile Lane jetzt. Null viel. Hört auf mit dem Nullfehl. Lass doch einfach weg! Ja, machen's weg, machen den anderen. Und eine bessere Turnrate. Aber das ist krass jetzt. Und sich hure Ja, jetzt sind Punkte jetzt. 10%. Okay, doch, erstes Ja, Level. für Creeps Okay, und doch. alles Ja, zählt stimmt, eben auch. erstes Level. Ja, musst aufpassen, wenn du willst pushen, darum. Aber, der ist nur Magic Stick. Ja, aber Alina Aber- kann Wave nicht mehr so schnell weghauen, Ja, wenn ja, 10% aber es ist drauf 10%, jetzt lohnt sich vielleicht ein Punkt vielleicht mal jetzt anstatt ein Level Telekinese, wer weiß. Cooler Buff für Rubik, finde ich. Jetzt machst du 1-1-3. Aber nur wir könnten es immer noch rausschmeißen. Sanking, Sensor Max Channel Time Rescaled auf 50 jetzt. Ich finde es okay, weil 80 Sekunden wirst du nie brauchen. Nein. 60 Sekunden am vielleicht Anfang- auch nie. Oder kannst du von Anfang an junglen 20 fast. Von Anfang an ist junglen, kurz. genau. Jetzt kannst du von Anfang an junglen, da ist es, weil 20 ist zu wenig zum Jungeln, 40 ist okay, 50 ist perfekt. Das ist geil. Ich hoffe, sie nehmen noch Magic. Oh nein, Magic Region Shadow nehmen sie das im Demon, Jungle. Disruption Illusion Damage increased von 30, 40, 50, 60 auf 75%. Kannst du den Anti-Match verprügeln lassen? Ja, 150%, wenn Geil. ich Soul weiss. Patcher, das ist sein W, oder? Sein Ding, der purer Schaden gibt, Mhm. der noch fangen tut. Cooldown Reduction, cool. Shadow Demon ein bisschen besser gemacht. Ja, das spiele ich gern. Das ist geil. Requiem of Soul Lines Travel Distance Rescaled. Ah, okay, nein, Level, am Wow. Anfang ein bisschen besser. Dafür Level 16 nicht mehr. Ja, so gut. Nein, verstehe ich gar nicht. Requiem And- of Soul Starting with Increase. Jeder gar nicht gewusst. Da heißt, sie fangen jetzt schon bei 125 an. Weil sie sind ja, glaube ich, eine Linienbreite. Gott, glaubst du da? Oder Starting with. Nein, Ich nein. glaube, wo es von dir wegkommen. Welche Breite es von dir wegkommen. Jetzt sind sie hure weit von dir entfernt, sozusagen, wo sie wegkommen. Also, kannst du immer noch auf dem anderen draufstehen, aber. Oder. So, oder? Egal. Requiem Ah, of Souls nicht. End. Oh, das ist dann nicht Breite von der Seele. Nein. Ja, ich Das ist habe irgendwie ein Buff. Starting with. Ist ein Buff. Requiem of Souls End with, Oh, with Necromancer. Rescaled. Bis auf 425. Okay. Das ist halt allgemein Buff, jetzt ist schon bei Level 11 eigentlich schon wie Balance. Das ist echt viel Balance. Oh. Septana also increases. Wow. Ja, jetzt wenn sie es wirklich dazu zwingen, das Ding. Da heißt aber, auch der Ulti wird stärker, oder? Ja, Ja, ja. Dass der Ulti kommt den hohen Buff über, wenn er jetzt nochmal 10 10 Seelen Seele mehr mehr. das ist etwa ein Drittel Holy- fast mehr. Wie viel Ja, gibt plus- es? Seele gibt wie viel Damage? bekommt. Oh, warte, ich schau grad schon nach. Also nein, auch physische. Es ist nicht physisch, es ist Magic. Zwei. Ja, aber nein, weißt du, wenn mehr Seele Also hast, dann Damage kannst du. per Line ist 160. Ja, es gibt 2 Damage pro Seele. Ah, okay. Mhm. Das geht ja sonst, wenn du einfach normal Right-Clicks machst, ja nicht. Ja, aber ich Ja, meine aber- da Right-Click. Da habe ich Also, gemeint. schau, siehst du noch, Damages Line starting with und Damage Lines end with. Und es gibt mehr Damage, am Anfang geben es weniger Damage als außerhalb. Keine Ahnung. Egal. Doch, sie geben außerhalb mehr Damage als innerhalb, lol. Egal. Geile Buff zu Shadowfin. Vielleicht bringt es dazu, dass man ein Scepter jetzt mal bauen. Weil ich würde sicher gerne ein Scepter sehen, das ist schon egal. Wie gesagt, wieder Ritter. Ja, Master of Ward Splash Mechanics reworked. Now these 75% Splash in 175 AoE. Okay, jetzt haben sie Splash. Alle haben es vorher schon gehabt. Aber der Splash ist anders gewesen. Okay. Ja, es ist jetzt mehr allgemein. Ja. Ja, jetzt ist es Strategie. 75, vorher ist es 140, 20. Wenn es weiter weg sind, ist glaube ich der Gerade Ja, ein ist, kleiner ja. Buff ist es. kleine Buff. Silencer, last word no longer slows. Okay. Arcane Curse, Space Duration.
hört auf, da nützt nichts. Was Eben, ist sie das? sind schlecht. Arcane Ah, Curse now. aber- Okay. Arcane Curse now slows movement speed. Da jetzt zwingen sie Leute Flächenslow. jetzt zwingen sie die Leute zum Cool-Leveln. Arcane Curse Cooldown increased. Ich find's cool, jetzt zwingen sie Leute zum einfach den Aber er ist reduced, Ja, der hat nur noch 6 Sekunden, 6 Sekunden Slow. Jetzt doch ein Der macht ihn mehr zum Supporter. Arcane Curse stackt nämlich. Du kannst mehrmals Arcane Curse drauf machen. Jetzt bringt vielleicht irgendwann das Zepter etwas. Glaive of Wisdom Damage. Ja, das ist ein globales Slow. Das ist ein 18%iger Slow, wenn du Zepter machst. Mhm. Ja, Nicht und wenn du es nochmal so drauf tust, schlecht. hast du 36%. Ja, eben. Das ist nicht mal so schlecht. Es geht nicht mal um den Damage und dann dürfen sie echt nichts spielen, weil Und dann Glaive, haben sie... und Glaive of Wisdom haben sie ein bisschen reduced, weil die haben Huren drauf gehauen. Und jetzt halt auf 80. Sie hauen immer noch drauf, aber weniger. Mystic Wa- Flare Scepter Duration increase von 2,4 zu 12 Sekunden! Okay. Same damage per second. Mystic Flare Scepter Cooldown increase von 12, 10, 0. Kannst du aber nicht mehr Ah, spammen. okay. Das ist nötig. gewesen. aber du hast 12 Sekunden lang fließt der Ulti also oben runter. Und Aber der es ist haut den gleich... Das ist verdammt wenig Damage, aber über die Zeit. Du hast ihn doch Nein, es ist gleich viel Damage pro Sekunde. oh mein Gott, da kannst du ja verdammt geiles Zeug machen. Also... Hey, wenn da in ein Ding, in ein Chrono einfitzt oder sonst ein Ja. langes Stun hast, Ja, oder du hast Scepter auf den Dings, auf den... die mit dem Duel. Ja, Legion. Oder eben Nein, Bane. wir kommen Gott so nicht. kein Damage Duel über. kommt raus. Ah, ja, Aber Bane stimmt. zum Beispiel 6 Sekunden. 12 Sekunden, holy shit, Alter. Das ist krank. Das ist verdammt viel Damage. Wie viel Damage ist es? 1400. 1400, oder? 1400. Das ist auf 2,4 Sekunden. Jetzt kannst Cooldown du, ist jetzt ein bisschen höher. Das sind etwa 500 Damage... Nein, 600 Damage pro Sekunde. das ist ein Finger auf Death pro Sekunde. Kannst du so rechnen. Oh, der du musst auch Ho-Ho, stark haha. bleiben. Der Hoho, der Haha hat den Buff bekommen. Das ist jetzt, glaube ich, der stärkste Spells, den Ja. es gibt. Magic Damage. Der allerstärkste, glaub ich. Sanking ist abgegangen, der vor 9000 Schaden gegeben hat. Sniper. Shrapnel Damage increased. Werden nicht so bringen. Vielleicht. Weiß ich nicht, Ah, ob ich genau 60 ist noch relativ. Ja, ist Nein, nicht schlecht. Spectre. Spectral Dagger no longer slow goes to spell immunity. Gut. Haunt Cooldown increased von 120 zu 100. Aber du kannst immer noch Spell Immune Heroes anwerfen. Haunt Illusions are no longer unstunnable. Das heißt, man kann es jetzt stunnen. Und sie verliert Agilität. Schön. Okay, geil. Ich finde, sie ist stark. Weg damit. Ich finde nicht, dass sie extrem jetzt genervt worden Aber du kannst sie immer noch brauchen. Ja, Storm ja. Spirit hat den Axe bekommen. Causes electric vortex to be a 474 ability around you. Das heisst, du kannst alle gleichzeitig auf Small Du kannst Electric ihr Vortex Gruppe und Ihr Gruppe- nachher So. Mini Ravage. Ja, nein, Mini Black Hole meinst du? Nein, ja, oder... Nein, Ding... Black Hole? Ja, Das Mini ist Black ein Hole. bisschen Ja, aber du kannst es abbrechen und es geht gleich irgendwie 3 Sekunden, oder? Ja, 3,2. Das ist ja noch Typen. heftig. Das ist nicht schlecht, ja. Warte, Ja. ich schau mal. Ja. Ja, ich lag auch grad. Warte. Electric da? Vortex hat 2,5 Sekunden. Okay, ist nicht viel, aber es ist schon nicht schlecht. Vielleicht. Ja, und Das wie noch. lang... Wie lang ein ist der Call Cooldown? oder so vom Axe. Der Cooldown ist. Ja, aber also 18 Sekunden, das ist aber nicht... Ja, 18 Sekunden Mini Ravage. Also. Mini Black Hole. Ja, Mini Black Hole, 475 Ja, Gramm. und du kannst gestunt werden. Du kannst immer noch Sachen machen. Ja, du kannst immer noch Sachen machen. Du kannst Sachen während des einsetzen. Das ist voll geil. Fuck you, Sven. Ich hätte nicht mal Cool. einsetzen sollen. So nicht, Ja. dass es so Base viel Movements. Oh, das ist aber nicht der Nerv, den ich will. Terrible. Terrorblade, besser. Ja, komm, jetzt hat er 10 Rüstung oder was? Das ist Das ist 10 natürlich Rüstung. auch Er hat 7 gehabt, oder? Da wird jetzt 10. Hat er nicht 8 gehabt? Oder 8? Oh mein Gott, Alter, das sehe ich. Level 1 Armor ist. Nein, 7 gewesen, jetzt hat er 10. Jetzt hat er 10, holy Da shit. kannst du physisch am 10 Anfang. Rüstung, ja, die kannst du am Anfang nicht machen mit physischen Attacks. Timbersaw, Whirling Death Debuff Duration Increase von 11 auf 14. Das ist dann cool, da ist Stats bleiben länger weg. Reactive Armor, Armor Region, Ding. Wow, das ist ein der Buff. Eis 2, Eis 4, Eis 6. Vorher bist du auf irgendwie, was? 4, 8, 12, 16 Rüstung und 16 Macht HP Rüstung nur vor. 30% etwa besser. Ja. Nein, fast 66%, oder? Ja. Nein. 60? Ich kann. Im letzten Level 66% besser. Nein, macht nicht 60%. Im Ganzen. 1,6 von 1 auf 1,6. Eis. Ja, von 1 auf 1,6. Ja, Im letzten Level. 60%
dazu. Vom Ja. Grund, Ja, aber nicht- 60%. Ja? Ja, ich gehe von Du hast gesagt 30. 30. Ja, im Schnitt. Egal. Ja, Geile im Waffe, Schnitt ist immer der. so. Hoffentlich kommt er zurück. Tinker, Real Mana Cost reduced. Ja! Auf 100, 200, 300, Das ist doch macht viel früher noch gewesen, oder? Ja, Ah nein, sie haben es mal 150, 250, 350. Realm can no longer refresh Pipe of Insight. Und du weißt, wieso das da jetzt ist? Weil jetzt kannst du Pipe Ja. of Insight stacken. Den Buff kannst du stacken. Nein, Stacker glaube ich nicht, aber Nein, wenn also der Ding, also der weißt du nicht, nicht der Buff, der aktive Effekt, kannst du stacken. Das Schild. Ja, den kannst du stacken, darum kannst du kannst du es nicht refreshen. gleichzeitig aktiv haben. Nein, du kannst es einfach nachher gerade wieder drauf haben. Ja. Ja, und Du kannst wie nicht der Mac sagen, kannst ja, ja. Darum kannst du. Aha. Der Mac kannst du auch nicht die ganze Zeit heilen. Ja, Ja, ja. Base Intelligence increased, cool. Ich finde cool, dass Tinker einen Buff bekommt, der hat es verdient. Er ist so lange im Arsch gewesen, jetzt kommt er mal einen Buff über. Stream Protector. Nature's Geist, Research Radius increase, reduced, von 375 zu 350, jetzt musst du näher auf den Bäumen stehen. Nature's Geist, Research, Grace Duration auf Eis auf 0,75. Das ist die Zeit, Ah, wo das es ist ja von ohne Bäume sein. Nature's Sky Das ist ein Bullshit, da kann vielleicht sein, dass du in gewisse Stellen von 20. Lanes nicht mehr durchkommst. Ja, nein, du bist schneller. Nein, du bist schneller. Du bist jetzt allgemein schneller. Vielleicht kommst du jetzt perfekt durch wegen der Grace Duration. Ich glaube, es wird schon möglich sein, Nein, Nati. es tut es schneller wieder durchsuchen. Ah, Oder ja, hast 1 Sekunde ohne Baum können sein. Ja, aber Nein, jetzt siehst du noch. Aha, Jetzt wirst du 20% schneller, Nati, musst du schauen. Ja. Ja, da gleicht es wieder ungefähr aus. Ja, Ja, eben. Und ist auch für Kollegen auch cool. So Du bist ja sonst schneller, ja? Du bist relativ viel schneller. Leech Seed Cooldown ist schön abgegangen für das letzte Level. Level ist ja vielleicht ein bisschen mehr Levels jetzt drin. Was nächstes denn? Leech Sky. Ja, es geht. Du musst nicht Ja, so Living aufs Geist Armor, leveln. Troll Warlord. Ranged Dwelling Access Cooldown reduced. Und Further Max Stacks auf, das greift er noch schneller an. Dort. Und jetzt mit dem neuen Item zusammen, dass er am Anfang einen schnellen Schlag drauf macht, kannst du einen geil brauchen. Alter. Ja, gell, vor allem wie der Stack denn geht. Holy shit. Ja, aber das ist ein schneller Doppelschlag und nachher hast du eh mehr Stacks noch. Stell dir vor, du baust Shadowblade und Du kannst die, einen jetzt wo tot der Lanze, hitten. Dann die Lanze, dann machst du einen Schlag und hast schon 2 Fervor Stacks drauf. Dann schlägst du weiter, hast sicher einen Bash zwischendrin und vielleicht kommt sie dem schon wieder auf Cooldown, hast du nochmal einen Double-Schlag drauf. Nicht schlecht. Ja, aber 1 gegen 1 ist ja besser, aber die Frage ist eben... Ja, eben, aber es ist ein cooler... Aber es ist schon immer ein 1 gegen 1 Fighter gewesen. Oh, hey, wieso ist ein Tag ist nicht drauf? Nein. Nein, wieso ist ein Tag ist nicht drauf? Oh. Mm. Krass. Krass. Varus Kick Cooldown reduced, ja, okay. Varus Kick Damage increase 200 auf 350, okay. Ja, schön. Das ist mal schlechte Nuke jetzt. Ja, vom 8 Sekunden. 8 Sekunden BKB Piercing Kick machen. Ja, Cool. der Damage geht aber nicht durch. habe ich gemerkt. Menge Leute haben es schon, also Menge Pro-Leute haben es schon mal geholt gehabt. Und jetzt hat es sicher mehr geholt, finde ich. Das ist ein cooles Item, auf dem jetzt auch für Support-Task halt. Undying, Tombstone now threats illusion as creeps for hit count calculation. Ah, geil. Ja, jetzt könnt so PL und so könnt ihr nicht mehr abhauen oder nachher oder so. Cool. Vengeful, Magic Missile Stun Duration rescaled. Von 1,45, 1,5, Ah, das ist ein Nerv, 1,60, geil. 1,75. Nein, am Schluss ist es. Dafür am Ende 0,05 besser. Das ist ein Carry-Nerv. Oh mein Gott, Viper, Poison Attack is no longer an Attack Modifier. Oh Und das nein. Gatti noch gleichzeitig hat zum Beispiel. Die Mm. dann einfach so Boden neben slowen. Ja. Cool. Ja, aber Kannst du den der- Viper? Ja, aber du hast es auch vorher... Okay, am Anfang merkst du es nicht, aber sie macht es Late Game stärker. Gut gesagt. Da finde ich Ist es? okay. Gravekeeper's Cloak Recharge Time reduced von 4 zu 3 Sekunden. Gravekeeper's Cloak Minimum Damage Threshold increased von 2 zu 15. Das heißt, Creeps können noch weghauen, oder? Oder Creeps sind 13 Damage. Ich weiß gar Der nicht. Range kann es glaube ich weghauen, aber sonst nicht. Okay. Eben 15 Damage. Das ist cool. Jetzt kann es nicht so schnell weghauen werden, Claw. Auch nicht von Zombies oder so, glaube ich, oder? Ja, aber Stoneform Stun Duration Stoneform- ist schon wieder runter. Ist eben. Ja, ich glaube, sie Vorher davon ist von dass es 1,25 1,5 gewesen und jetzt nur noch 0,85. Schwurer Nerv. Warlock. Shadowwork Cast Range Increase 500 zu 525, 600, 650, 700. Das ist geile Reichweite jetzt. Kannst du Nuke noch weiterhauen mit dem W. Fatal Bonds, oh mein Gott, was die machen, ist gefährlich. Fatal Bonds Cooldown reduced auf 18 Sekunden. Das heißt, du kannst zweimal nacheinander Fatal Bonds machen, weil die heben 25 Sekunden. Das heben 20 oder 25? Moment, ich schau jetzt schnell.
Weil Warlock hat immer so lange Cooldowns auf seinen Spells gehabt. Flaming Fatal Fist. Bonds- Nein, Fatal Bonds haben 25 Sekunden, das heißt, du kannst zweimal nacheinander Fatal Bonds draufhauen. Flaming Fist, Damage Change, 40. Musst- 100%ige Chance, Ja. 40, 50. Und das ist ein Flächendings, wenn er Flaming Ja. Fist triggert, oder? Das ist geil. Ja, dann haben sie immer Kannst- Flächenschaden. Das kannst ist immer pushen, zum oder? Pushen. Kannst auch sicher pushen, ja. Ich hoffe, Warlock kommt zurück, ich finde das so einen geilen Support. Und da könnte ihn vielleicht zurückbringen mit so etwas. Weil es in Space sind alle so einen langen Cooldown gehabt und ein bisschen Range und so ist jetzt geil für ihn. Weaver. Timelapse now disjoints projectiles. Cool. Gut. Timelapse Scepter Cooldown. Haben sie abgetan von 20 auf 16. Weaver now loses the unit collision immediately when casting Tsukuchi rather than after fading. Also du kannst besser durch Einheiten durch. Genau, gab von Anfang an. Mhm. Nicht in der Fade Time. Cool. Geile Weaver Buff. Winter Wyvern. Ed hat ein Scepter. Ja. Causes Arctic Burn now to be a toggle and drains 40 mana per sec. Drains 40 mana. Activation mana cost is the same as current. No longer has a limit of number. Ah, du kannst es immer in der Q-Form sehen. Es nimmt einfach 40 Mana pro Sekunde. Das ist Aber viel Activation- Schaden, wie du drückst. Activation Mana Kosten sind immer noch die Aber es ist gleichen. verdammt viel Da kannst du Mana, geben. Ja. Ja. Brauchst Aber viel Mana. wenn in einem Teamfight der Ja, nachher die ganze Zeit Revival. anlässt, kannst du einfach von weitem alles slowen Ja. und hey, Prozentschaden drücken. Ja, und vor allem, du kannst auch über Klippen kurz fliegen, wenn du musst Mhm. abhauen und so, also nicht schlecht. Und sie haben den Winter's Curse Cooldown runter, was der Ulti Mitte noch besser Wyvern macht. incoming. Vielleicht, wer weiß. Aber du musst ein bisschen Mana regen, um das supporten zu können. Aber ich find's cool. Cooles Aber immer noch nicht der alte Ulti. Brave King. Mortal Strike now deals critical hit for double the value when attacking non-heroes. Wow, wie stark hast du den Crit für 315, oder? 300. 300, also 600 gegen Ding. Wieso Creep. das? Das ist schon Also, du tust jeden Creep, jeden Summoned Hero. Ich weiß nicht, was ist der Bär? Ich könnte Er ist Roche. ein Hero, er ist ein spezieller Creep, habe ich gemeint. Ja, er ist glaube er ist gerade Er ist kein Hero, heroisch. er ist kein Hero, darum. Er ist zwar kein Hero, warte schon. Wo ist Landroid? Was ist er für ein Charakter? Static Field Damage reduced for 57 sehr gut. Static Field no longer the same as Blink. Nein! Geil. Thunder Gods Ram. Ja, jetzt kann es ihn kübeln. Nein, Kübeln nicht gerade, aber Jetzt ist er Ja, wirklich ein nervt. Damage-Stil, aber es ist, das... es ist. Er gibt jetzt, ich finde, jetzt ist er fair mit dem Damage, den er raushauen hat. Aber vorher ist das so ein geiler Blink-Disabler gewesen. Aber jetzt kannst du ihn Ja, wenigstens jetzt wieder... wirklich. Jetzt kannst du ihn wieder... Vorher hast du nicht können Aber- jumpen, oder? Aber Jetzt kannst du es wieder ist jumpen zu und kaputt gut, der machen. Blink Disabler gewesen. Es ist Ja, zu das ist so gut, der Blink übel Disabler. gewesen. Fair. Fair enough. Finde ich gut. Fertig? Ja, fertig. Nicht immer so Wenn wir jetzt grosse noch- wenn wir Patch jetzt Notes. Wenn wir jetzt noch kurz Terrain Ja, anschauen. wir gehen nochmal zum Wo ist Terrain. der Speedlot? Das ist fast schon ein relativ Das- großer Das ist Patch. ein hoher riesiger Patch. Ja, aber nicht von Ja. den Notes her. Das ist nicht die längste. Nein, das ist ist cool. nicht. Schauen wir das Terrain Aber sonst an. ändert sich viel, ja, vor allem mit Ja, den Items her. 6.86 ist ein riesiger Patch. gewesen. Ja, eben. Terrain. Adjusted the position of the bottom radiant. Wo hast du Terrain? Fast so überstoppen, gerade über die Items. Terrain. Adjusted the position of the bottom radiant tier 2 tower on nearby trees. Also da ist der... Radiant unten da der bottom tower. Da sind also die Bäume dort sind ein bisschen verschoben worden, inklusive der Tower. Ein bisschen. Move the ramp between Dyer's Secret Shop and Dyer's Ancient further back and a bit made it narrower. Das heißt, sie haben the ramp between Dyer's Secret Shop und die Dyer's Ancient, also das ist in der Mitte, dort wo du zum Secret Shop raufkommst. Haben sie ein bisschen zurückgenommen, dass du schneller rankommst, dafür ist der Pfad enger gemacht. Increase the width of the ramp behind the Radiant Bottom Tier Tower 2. Das heißt, der Bottom Tower ohne die Rampe im Radiant-Seite wird ein bisschen breiter sein. Added new ramp to the left bottom Dire Tier 1 Tower. Eine neue Rampe. wird's jetzt Was? geben. Also Dire One Button. Ja, Dire 1 Bottom. Warte, Top Lane von warte, ich Dire. mach schnell Dota 2 Map auf, ich nicht. Ich würde noch schnell, das Der ist Left, also du ich kannst... würde es Hä? mir gar können vorstellen, Moment. Aber ist das denn dort, wo Hä? Cliff vor dem Ocean, oder? Dort nur zum Roche schauen. Ich würde sagen, nein. Vielleicht auf der rechten Seite.
Dort beim Secret Nein, Shop on the kannst- left heißt es ja. Ah, on The left of the bottom tile. Ah, ja. Alter, das ist eine riesige Distanz. Ja, dann wird's. Ah, vielleicht. Schaut jetzt mal beim Bild, das ich euch geschickt habe. Schaut mal die neue. Ja, das bin ich am anschauen. Ja, ich will es noch nicht anschauen, warte schnell. Schauen wir jetzt noch schnell fertig Dinge an, Nati. Also der Bottom Tower, dort vielleicht dort bei den Stegen, ich hätte es jetzt auch noch so Stegen geben, wie beim anderen. Ah, das ist die alte Map, ups, sorry. Wo ist die neue Map? Die, die jetzt geschickt hast, ist die. Ja. Sorry, das ist die alte Map gewesen. Ja, also darf dort Warte schnell, bei dort der hat Offline zwei- nochmal auf dieser Klippe, wo du kannst du New heute Map. noch. Moment schnell, ich suche gerade Map. Ja, die einzige Klippe, wo du kannst nicht auflaufen. Dort wird es einfach weggehen jetzt. Ja, warte, das ist die neue Map. Wie gesagt? Ja, kannst du auflaufen. Added a new ward spot in the middle of the Dire Jungle. Also, stellen wir uns vor, schaut etwa beim 55. Haben alle das Bild offen? Warte schnell, hast du ein anderes da? Ah, Beim Dire Jungle, in der Mitte vom Dire Jungle. Also, ich gehe vielleicht die Mitte könnte zwischen dem 53 und dem 55 sein. Wer weiß. Es könnte aber, ich würde sagen, es ist sicher beim 55 und man wird etwa die Mitte vom Dire Jungle beschreiben. das sind Da heißt- Pullings. Das heisst, dort wird es ein Ding geben, wird es einen Wardspot geben. Ja, vielleicht hinten dran, hinter dem 55. Ja, Oder wird's dort- Bei der Also, Rampe, bei der ja. Rampe, wenn du urlaufst, vielleicht dort, Vielleicht weil ich habe gibt's dort den immer mal Hügel, nicht vielleicht gesetzt, Auf ja. den Hügel oder so gibt es dort, dass du ein Ding kannst draufsetzen. Ward. Aber hey, was sind da für eine Rampe? Neue Rampen sind beim Tier 1, das check ich nicht ganz. Also unten dran, siehst Ja. ich würde sagen, unten dran beim TIS, wo du schon die Rampe siehst, wo zum TIS raufkommt. Vielleicht gibt es dort auf der linken Seite von dieser Stege in Tier 1 rein, wer weiß. Vielleicht dort so wie eine Mini-Rampe, so wie es beim 53 auf der linken Seite gegeben hat. Ah, vielleicht ist es dort Ah. für den Highground tun, dass du dort Zu Dire Das- rauskommst. Ja, dass, wieder kannst runterlaufen, dass jetzt jeder Dings Highground eigentlich das ist auch kannst du durchlaufen, glaube dass du wieder runterlaufen kannst, ja. ich. Gut, adjusted the spawn box of the right mouse radiant half camp near the safe lane. Nochmal. Da ist 53, da heißt, die wird jetzt anders in der Spawnbox. Bei welches 53 sind, du weißt wie viel 53? 53, sorry, das 53 wie Radiant. Rechte Seite, das ganz rechte Camp. Ja, was haben sie dort? Dort haben sie die Spawnbox adjusted, die musst du dann anschauen. Vielleicht Ja, sieht die das sind auch völlig übertrieben gewesen. Die ist ganz broken gewesen. Tier 3 Towers Rex moved very slightly back away from the ramp. Das heißt, alle Tier 3 und Towers sind ein bisschen zurückgenommen worden in die Basis. Das ist Da aber, das ist stark. Das heisst, die Leute müssen jetzt ein bisschen näher auf die Rampen raufgehen, zum Draufschiessen. Zum Highground Push. Finde ich gut. Also du musst auf den Hasse Highground es, tun. wenn's, eben, weißt du, sonst können sie aus riesiger Distanz zusammen draufschiessen. So Enchantress oder irgend so Fotzen. Das ist gut. Cooler Buff. Adjusted the juke path in the clump of trees to the left of the dire Tier 1 mid tower in the area closest to the ramp. Da wird, also Tier 1 dort ein kleines Gebüsch, gerade neben dem dire mid tower, der Tier 1, oben dran. Auf der linken Seite, oder? Ist der? To the left of the tire. Ja, da ist der dort oben. Den haben sie ein bisschen anders gemacht. Keine Ahnung, was sie anders gemacht haben. Sie haben anders gemacht. Added a small hiding spot in the trees to the top left of the Radiant Medium Camp near the middle. A hiding spot. To the Top left. of the Radiant Medium Camp. Ah, das ist das 55. Also Tier 1 Mitte. Auf der rechten Seite, gerade dort, wo du pullen tust. Dort müsste es irgendwo einen Hiding Spot geben. Glaube ich. Okay. Irgendwo dort. Keine Ahnung. Es hat Ja, bekannt. siehst ja dann nicht. Was haben wir noch? Slightly reduce the spawn box of the dire offlane neutral camp. Also das 55 bei der offlane neutral. Okay. Ja, das das ist halt überhaupt zum kann stacken, ja. Added new paths to the trees on the on the left of the top Radiant Tier 1 Tower. Ah, auf der linken Seite dort wird es jetzt Juking Paths geben. Dort hast du aber immer ein bisschen durchschneiden mit dem Quelling Blade oder so, dass du etwas hast können machen. Hier wird es jetzt auch noch ein bisschen mehr Juking Spots geben. Ah, dort Also im grossen Wald Im drin. Gebüsch, ja genau, auf der linken Seite. Dort wird's Dort jetzt bist du ja ein nie drin gewesen, eigentlich, ja. Ja, dort wird es jetzt ein Ist bisschen einfach- mehr Zeit reingeben. Added pathable areas in the trees below the bottom Tier 2 Radiant Tower. Das heißt, unten dran, gerade mit Tier 2 Radiant, dort unten wird es jetzt noch ein bisschen Dinge.
ein bisschen Feld, wo du kannst triggern. Hinten dran. Das ist cool, um die verstecken halt, wenn du jetzt eben mit die anderen unten pushen, dann kannst du die dort unten bei Radiant halt verstecken. Ja, den kannst du fast nicht verteidigen, Tower. Ja. Genau. Entweder hast du den Highground oder nicht. Spaced out Radiant Tier 4 Towers slightly, also ein bisschen auseinander sind sie gegangen. Wow. Added a small hiding spot to the trees above the bottom Radiant Tier 2 Tower. Ein kleiner Hiding Spot, der wäre above the bottom Tower, also oben dran, bei den kleinen Gebüschfetzen über dem Tier 2 Tower. Dort wird es jetzt ein kleines Spot geben, wo du dich hiden kannst. Moved Radiant Mid-Camp Creep Spawn Point. Was? Spawn Point back a little. Aha! Die sind Midlane vorne dafür. gespawnt, oder? Ja, das Midlane noch ein bisschen Denen. weiter mal laufen. Ja. Remove the tree on the direct cliff right above the top rune. Right above the top rune. Ah! Dort hat es so ein bisschen Gebüsch-Mix gehabt. Der Weißt Top du, Rune. Es hat ein Baum dort oben. Ja, Wenn gerade die Tree Rampen Spawn runtergehst, steht der rechts oben, ja. Aber an der Wand, also die an der Hat Wand gerade an der sind, Wand, ja. Ja. Oh, hoher Timbersaw Nerf. Ja. alle Bäume sind Timbersaw Nerfs. Remove the tree. Ah, no, warte mal. Add 2 extra trees in the radiant middle lane to the upper right of the Tier 1 Tower. Das heisst, gegen Ufer zu der Top-Rune vom Tier 1 aus gesehen, dort wird es noch zwei Bäume mehr haben. Keine Ahnung, was But 2 extra trees in the radiant middle lane. lane to the upper right of the Tier 1 Tower. Also, vielleicht dort bei dem kleinen Pfad, wo kannst du gehen beim Tier 1. Im Tier 1 hat es so einen kleinen Pfad, wo du kannst laufen, oder? Vielleicht sind sie dort. Wer weiß. Was sind wir bei Radiant oder bei da, ja? Radiant. Scheiße. Ja. Vielleicht dort, vielleicht hat es dort ein paar Bäume, wer weiß. Rearrange the clump of trees below the far right Radiant Hard Camp to modify visibility lines for heroes nearby. Das ist zwischen dem 53 und dem 53, ja, sorry. Beim Tier 1. Ich glaube, dort ist der Clump gemeint. Den haben sie ein bisschen anders gemacht. Da haben sie die Bäume ein bisschen anders angestellt. Gar nicht, was ich da bringen. Added a new hiding spot to the right of the Dire Small Camp. Das Dire Small Camp ist in 53. Mhm. Ah, siehst du? Ja, 53 Tier 1. Kleines Small Camp, wo pullen tust, also Pull Camp. Ich würde sagen, sicher dort auf der rechten Seite kannst du ja schon ein bisschen reinschleifen. Ich werde jetzt nicht einen proper Hiding Spot geben. Irgendwie. Das kann sein. Fixed Radiance offlane neutral camp units not always being visible with line of sight in front of them. Aha. Ja, da ist einfach ein Bug. Ganz gefixt. Ja, das ist alles. Wirklich ein Patch. Behaltet No ihr? Bitlord. Behaltet ihr davon? Ja, das musst du zuerst mal spielen, bis du Weiß. Ein paar üble Items, vor allem Hurricane Warte mal, Peak. Moment, ist das Ding schon updated? Oh, der Zeit Test ist schon updated. Ja. Und Bloodthorn und Echo Das sind aber Saber. jetzt schon das erste Video. Wer kommt schnell? Wer kommt ein bisschen Test? Ja. Ich gehe Ich tue doch kurz das Video abbrechen. Ciao zusammen.